Schluss. Chillt die Kniescheibe. Ganz in Ruhigenheit. So, kommt jetzt da YouTuber mal zu oder nicht? Keine Ahnung. Let's nippel. Hallo, los geht's. Heute haben wir schon um 6 Uhr da. Hör mich selber? Ah, ich höre mich selber. Wunderbar, da sind wir schon. Wunderbar, wunderbar. So, Handy brauchen wir nicht. Maus weg, Klump weg. Rauchgerät. Nehmen wir mit. Wunderbar. So, grüß Gott, beieinander. Schauen wir mal. Also, ich schau gut aus. Das war die breite Frage. Nein, warum tue ich jetzt den Chat wieder weg? Nein, ich hab ihn gar nicht weg. Da. Hallo. So, jetzt seid. Hau die miteinander, hier ist Biergarten, einem Spontanstream mit einem bisschen Lego drin und sieht man mich überhaupt? Keine Ahnung, wo ich überhaupt im Battle bin. Kruzifix, bin eigentlich lästig wie Scheiße. Sag das, was ist. Hab ich mir extra ein langes Kabel gekauft, damit ich endlich einen anständigen Monitor da hab. Flackert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Muss ich wieder ins Tablet einschauen. Kruzifix nochmal. So. Bitte bringen Sie sich in eine aufrechte Sitzposition und begrüßen Sie das Publikum. Habe ja an den Hofstar, an den Herrn Kratzer, an den Pütter, an den Zimmermann, an den Bulldozer, an den Weinstefan, an den Nothing LP, an den Kai, den habe ich schon gelesen. Mann, du liegst mit der Scheißerei daheim. Gute Besserung, ne? An den Herrn Mann und an den ganzen Rest, weißt du das eh. Freunde der Sonne, Spontan-Stream. Bisschen Nippelglitz zusammenklepfen. Zusammenklepfen ist einfach... Der alte Zusammenklepfen. Okay, wir haben 5 Sekunden hingehen, das ist schon wieder absoluter Bullshit. So, ich sag das, was es ist. Ich mag ja nichts anderes da. Außerdem schaue ich die ganze Woche schon das halbe fertige Ding da an, das wir wieder zusammengeknüppelt haben. Da haben wir letztes Mal gemacht, den zweiten Stock da haben wir, oder den ersten Stock haben wir letztes Mal gemacht. Und ich denke mir die ganze Zeit so, fuck, ich mag es endlich fertig haben. Oder so dauert das noch bis fucking Februar. Ich kann nicht versprechen, ob wir mir das heute fertig kriegen, so wie das ist. Timmy Boy, merci für den Euro übrigens. Und merci für den Resub an. Scheiße, jetzt sehe ich nicht mehr, wie es war. Ja, ich hätte mich so gefreut, endlich gibt es ein OBS-Update, wo man alles auf einen Monitor bringt. Ja, doch, da kann ich schauen. Der RBR hat subscribed von einer Stunde. Leute werden Mitglieder im Kanal, während die nicht live bin. Das ist komisch. Das haben wir noch nicht oft gehabt. Das habe ich noch nicht oft gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So! Wir schauen mal aus, der Nickinator, bin in der Spätschicht, zu fix kann ich halt nicht mehr ein halb live, halb Nachschau-Squad machen. Hofsen! Spätschicht ist eh scheiße. Weiß ich nicht, gehst du mal eine Stunde zum Scheißen. Ich rede auch extra leise, damit man es nicht hört. Sesselsepp, merci dir, Nickinator, merci dir. Spontan deine Dononym. Der Herr Weniger mit einem Resub, merci dir, Bussi aufs Nussi. Ja, irgendwie so das Gefühl, auf dem Tablet funktioniert das nicht gescheit, dass sie da meine Alertliste aktualisiert. Keine Ahnung, der scheiß Chat ist so winzig, dass ich meine Augen zusammenzwickern muss. Weißt du, was es ist? Und alle die noch gerade einer schwappt, die sich fragen so, was zur Hölle ist denn jetzt los? Ja, nicht angekündigt, weiß ich. Spontan-Stream, Freitag, 6 Uhr. Fangen wir einfach mit dem 6 Uhr, ist eh scheißwurscht. Sprengi! 38 Monate. Woran liegt es, dass wir den Geruch von Pipi unangenehm finden? Menschlicher Urin... Oh Gott. Urin stinkt. Vollidiot. So. Freunde der Sonne, wir haben fast eine ganze Anleitung vor uns. Ich habe mir heute einmal gedacht, mit mir schalten wir einfach einmal gleich schon um. Weil, weißt der bepimmelt mir heute gar nicht umeinander, heute haben wir zum Meta machen da, das sagt er eh. Also machen wir erst einmal so, einmal Phase 1, und da ist mal den kleinen Chat rein, jawohl, grüß Gott beinahe, was ist denn da unten jetzt los? Wo kommen die ganzen Nachrichten her? Was ist besoffen, Meister? Was ist denn mit euch? Wird schon passen. Timmy Boy, merci für den Resub. Jetzt ist der Abend gerettet. Kriegen wir das Heißleib fertig. Nitro King, ich kann es da nicht sagen. Also wir haben, wie gesagt, ich habe gerade angefangen. Ich habe mir gedacht, heute nehmen wir die Anleitung einmal da auf. Ich habe nämlich Held der Steine zugeschaut. Der hat sogar eine extra Kamera für die Anleitung. Daraus assoziiere ich, dass vielleicht für euch die Zuschauerschaft die Anleitung ein wichtiger Bestandteil ist. Anstatt dem, was ich da zusammengeklebt wird. Ich käme nicht aus. Müsst ihr mir sagen, passt das so oder nicht? Keine Ahnung. Wird schon passen. Jetzt richten wir mal das Mikrofon hin. Was ist denn da wieder? Herr Geinberger! Kruzifix! Merci wieder ein 20er. Schluss mit Donations heute. Außerdem, nächsten Freitag ist Black Friday. Gibt's gleich, ich muss sagen, glaube ich, weil ich es wieder mal nicht auswendig weiß, gibt es bei mir im Shop, ich glaube, 25 oder 30% auf alles. Das ist die größte Rabattaktion im ganzen Jahr. Spart euch das, kauft euch ein T-Shirt oder was weiß ich was jetzt. Und eigentlich noch viel wichtiger als der scheiß Black Friday-Kack, am Sonntag in 2 Wochen kommt der neue Jahresmerch und er wird grandios. Ich sag das, wie es ist. Ich sag es dir, wie es ist. Licht ist heute anders. Eigentlich überhaupt nicht. Kili, weißt du, ist Licht besser? Ist es okay so? Ist gut, schlecht, geht so? Ich weiß es nicht. Freunde der Sonne, laber nicht so viel. Was laberst du schon wieder für eine Scheiße? Mach die Backel auf. Bisschen ASMR.
Und dann verteilen wir das. So, mein Plan war grob so, die etwas größeren Teile, die tun wir da her und die kleinen Wuschelteile, die tun wir da her. Und dann machen wir halt so viel Meter, dass du sagst, leck mich am Sack, hat der Meter gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. So, Mülleimer steht auch schon bereit. Fangen wir an. Wir haben gut bei der Hälfte, glaube ich. Also es macht zumindest den Eindruck, wir haben so die ersten 35 Seiten von der zweiten Anleitung und die Anleitung hat insgesamt 200 Seiten. Also haben wir 170 Seiten vor uns. Ich weiß halt nicht, ich kann es nicht abschätzen. Wir haben ja bei Backel Nummer 7 von 12 und in die letzten, im Backel Nummer 11 und 12 ist nicht mehr viel drin. Also wir könnten es schon schaffen, schauen wir mal. Aber wer weiß, wie viel Klarpimmel-Scheiß das da noch daherkommt, wir werden sehen. Andi, merci dir, Herr Rössler, merci dir. Biele, Österreich. Was möchten Sie mir mit Biele sagen? Verstehe ich nicht. Achtung. Wie hat er Zeit in den Hosen? Tja, gibt's was zu erzählen? Auch nicht. Er hat einen Podcast aufgenommen. Die neue Folge kommt am Sonntag. Wie immer. Morgens. Ich glaube, was ich letzten Freitag so erzählt habe mit kein Bock mehr, bla bla bla, das kehren wir mal wieder unter den Teppich. Das war so ein typischer Anfall von, oh Gott, ich hab keinen Bock mehr und weiß eigentlich gar nicht warum. Kehren wir es mal unter den Teppich, keine Ahnung. Vergiss das mal mit aufhören, der mal glaube ich sowieso nicht. Ob wir es jetzt einmal im Monat machen oder nicht, keine Ahnung. Die neue Folge wird heißen, wie heißt's? Roboter Brunskache ist 3 dumm. So, qualitativ hochwertig wie immer. So, jetzt werden wir noch draufgerät auf die Seiten, auf die Seiten aufgeliefert, haben wir da ein paar Ersatzbatterien, die sind mir dabei. Ich möchte das Ding halt leichten sehen, so schaut's aus. Und Elektrotüte Nummer 4 brauchen wir, die lege ich dabei zu euch zum Chatführer. So, seht ihr da irgendwas? Ja, da wird gebaut, das sagt der wie es ist. Wie weiß Bürger jetzt live, was machen Sachen? Bürger kaputt? Na, nichts kaputt. Das ist einfach spontan Stream, hat schon lange nicht mehr gegeben, weil man denkt, weißt du was, pfeffert meine. Was ist denn das da? Ne? Seht ihr das? Goldene Lego Cockrings. Okay, passt, nice. Ja, fangen wir an. Bauschritt 278, kann ich das von da schon lesen? Okay. 2x6 mit einem kleinen 2er Eckerl dran. Das heißt, wir brauchen das Ding wieder, wo wir letztes Mal gebaut haben, das war die Weinpresse, haben wir gelernt. Und wir brauchen jetzt, brauche ich eigentlich bloß einmal das Stückerl finden. Das ist das da und das brauchen wir jetzt wie oft? 9 Mal. 2. Hier. 2, 4, 6. 8. 9. Tatsache. So, dann drehen wir uns das hier, so wie wir es brauchen. Und ab geht die Luzi. Da haben wir mich halt gar nicht lange umeinander. Wie ich es gesagt habe, ich habe mir gestern zum Einschlafen habe ich mir ein Held der Steine Video angeschaut, oder mehrere besser gesagt. Und da habe ich mal so versucht mitzuzählen, wie lange der braucht für so große Modelle. Alter, der verbaut in 2,5 Stunden, verbaut der 4000 Teile. Da muss ich sagen, Freunde der Sonne, mir schafft man keine 500. das ist ein bisschen wenig. Bürger, das ist ein bisschen wenig, da müssen wir uns ein wenig ranhalten. Gut, der macht das auch hauptberuflich, muss man auch dazu sagen. Ich bin jetzt hauptberuflich kein Lego-Bauer, ich bin hauptberuflich Blödmann. Das Blödmann und Geschäftel, Huber. So, anscheinend bauen wir mir da. Seht ihr da eigentlich irgendwas, was ich da tue? So besser, ich weiß nicht. Das müssen wir. Wie schließlich. Das steht da so komisch über alles. Warum steht das da so komisch über? Das ist wieder eine Konstruktion, die ich dann wieder nicht. Ja, das schaut gut aus. Schau es an. Tippitoppi, ich möchte mehr im Leben. So, irgendjemand muss Seiten mit sein. Haben wir schon so weit, dass ich von da nicht lesen kann, was wir brauchen. Das Ding brauchen wir 2 Mal. Das habe ich jetzt da im Augenwinkel schon links sehen. Das Ding brauchen wir 2 Mal. Einmal brauchen wir einen abgewongelten Hagel. Abgewongelter Hagel. Und dann gehört da 2 einmal 1 und einmal 2 mit einem Hagel dran. Einmal 1. Da brauchen wir einmal das da. Ja. Dann müssen wir es ein bisschen weiter auseinanderteilen, damit wir irgendwas erkennen, was wir mir da verdammt nochmal suchen. Dann brauchen wir 2 so einzelne und dann noch einen Sehen. Jawohl. So, nun ist die Frage. Das gehört
Muss man das jetzt zweimal zusammenbauen, sage ich das richtig? Schon. Was? Ja, und es scheinen mir wieder irgendwelche Halterungen zu werden. Ja, macht da einen stabilen Eindruck. Der Michael schreibt Servus Birger, da sage ich Servus Michael. Also gleich mal vorweg, es wird ein gemütlicher Stream, ja, das ist jetzt, das muss man, jeder, der schon mal in einem Nippelklötze-Stream dabei war, der weiß das mittlerweile, da wird ein bisschen weniger umeinander bläht und umeinander geschissen. So, haben wir, Bauschritt, 280, jawohl. Aber wir 1x16, sind das 16? Sind das 16? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ja sicher. Und dann haben wir 2x6, ohne Loch. Und mit flach oben drauf. Dann ist dann das Ding. Gehört da aufgezipft und da aufgezipft und die Hälfte habe ich wieder vergessen. Das Stand da haben wir nämlich vergessen. Jetzt mal so. Das gehört. Das ist ja das Falsche. Birger, das ist ja das Falsche. Was machen Sachen? Was machen Sachen? So kommen wir nicht vorwärts. Guter Mann. Einmal schauen. Nein, das ist das Falsche. Nein, das ist falsch. Hat irgendjemand aufgepasst? Ich habe Kisten gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Hey, schau hier, PlayStation-Controller. Ist das das? Ist das richtige Teil? Ja, ist es. Haben wir es schon. Das ist das falsche Teil, Birger. Da musst du der Chat sofort eskalieren und sagen, Birger, du Ahnungsloser Vollidiot, zipfest denn da wieder zusammen. Macht überhaupt keinen Sinn. So, das scheint mir so eine Art Verkleidung zu sein, die da ohne Zipfel gehört. Die schaut natürlich am Anfang immer sehr incomplete aus, aber mittlerweile haben wir beieinander. Der Dampfler! Teller mit berggeschnetzeltem, check. Bier im Kühlschrank, check. Nice. Schau her, möchtest mehr im Leben? Außer ein paar Real-Life-Nippel ohne Glitz. So, ist dieser 14er, das werden wir jetzt da direkt bemessen. Und schauen, jawohl. Mal einen 14er. Da könnt ihr über nichts mehr lesen, wenn ich das da so weit aufschiebe. Ihr müsst ja was sagen. Aber selbst wenn es was sagt, ja. Eine Musik wie im Aufzug, geil. Denn das ist ein Chiller-Stream. Ja, da wird abgechillt, da wird der gemütlicher. Was ist was ist? Warum haben manchmal die flachen Dinge haben manchmal da hinten und manchmal sind sie da? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, dann brauchen wir so einen schrägen Teufel. Schräger Teufel, schräger flacher Teufel, das ist der da. Okay. Und dann brauchen wir einen 1x6er flach. 1 auf 6 flach, das darf der sein. Nein, ist er nicht. Dann ist er das. Nein, ist er auch nicht. Warum ist er das auch nicht? Grütze, fix nochmal. Grütze Huren. Da gibt's kein 6er. 2, 4, das sind doch keine 6er, bist du behindert? Jetzt warte mal. Er ist 2x4, das ist ja gar kein 2x4er. Birger, du baust schon wieder eine Scheiße beieinander, das ist ein Wahnsinn. Da kommst du wieder keinen Meter nicht vorwärts. Kommst du keinen Meter vorwärts, das ist furchtbar. Los, auseinander, wo ist der Teiletrenner? Den haben wir wieder verworfen irgendwo. Für was habe ich ungeschnittene Fingernägel? Wissen wir nicht. So, 2x4 und mit den Teufel. So, das ist der falsche. Da ist er. Nein, ist er nicht, der hat Nippel. Nippel haben in der Regel gut, in dem Fall schlecht. So, und jetzt brauchen wir einen 1x6, jetzt brauchen wir einen kürzeren Latten. Ist das die orange Latten? Nein, ist nicht. Mein Latten ist orange. Da haben wir es. Geht doch, Birger, du besoffener Vollidiot. Und das Ding geht auf die andere Seite. Ist das richtig so? Ja. Ja. Oh, jetzt birgt es das auch eventuell nicht mehr ganz so durch, wie es einmal da war am Anfang. Aber es fällt alles auseinander, wenn sie ihn Bratzen nehmen. Ja, das schaut doch gut aus. Schau hin. In die Verkleidung. Schön verkleidet. Oh, Weintrauberl rausgefallen. Die haben wir da weiter hinten, weil sonst verlieren wir es noch 15 Mal. So, 2x16. Brauchen wir nochmal einen langen. Dann einen 2x4er. Der gehört da hinzipfet. Dann brauchen wir einen 1 auf 1, jawohl, den zipfen wir da auf. Sehr schön. Und dann, ja, geht ein bisschen was anderes noch zusammengezwirbelt. Ja,
So. So, und dann brauchen wir so einen kurzen Schrägen. Das ist der falsche. Da haben wir mir das jetzt schon richtig gebaut. Ja. Der ist nicht. Wir brauchen den gleichen, bloß andersrum. Den gleichen, bloß andersrum. Der Elektriker schreibt, grüß Gott beieinander. Der Bürger.de schreibt, guten Abend. Das ist interessant. Habe ich einen Namensvetter gefunden oder hast du mir einfach meinen Namen gestohlen? Wissen wir nicht. So, jetzt haben wir schon wieder so weit. Finden wir keine Teile nicht. Kistige Kiste, der mal weckert. Das ist eigentlich. Jetzt warte mal. Es ist ja wieder. Ist das dunkelbraun und ist das hellbraun? Ist das. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Freunde der Sonne, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist er. Haben wir ihn schon gefunden. Ist das jetzt richtig rum? Jawohl. So. Jetzt pass 8. Und da geht die Verkleidung ohne. Ja, okay. Haben wir schon beieinander. Verkleidung. Das macht das ganze Ding dann auch gleich wieder sehr schön. Oh. Ja, die losen Dinger sind noch nicht so stabil, aber die Verkleidung dafür wird wahrscheinlich gleich kommen. Was ich mich gerade frage ist, was heißt die Scheiße da? Das Ding da, ach, da gehört das Boot auf. Warte mal. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Da geht uns die Halterung, ist weg. Fuck, wo werden die sein? Fuck, wo werden die sein? Ach, die ist noch dran. Ha, lol, klick grad. Warte. Gott sei Dank. So, da geht das Boot ohne Birger. Du bist ja total ahnungsloser. Das habe ich runtergebaut, weil ich sonst nicht unter den Schrank kriege, weil es so groß ist, das Mistding. Das ist das neue Minecraft. Ja, das ist Real-Life Minecraft. Macht gleich ganzhausig mehr Spaß. So, und jetzt ohne Bauschritt 284. Nice, 285. Dann brauchen wir einen 2x4. 2x4. Und den Teufel haben wir. Hey, haben wir in der Community zufällig Leute, die Interesse an WoW Classic Season of Discovery haben? Das ist mal so eine Frage. Hans, geht's dir heiß, Klimapistole? Die Craggle-Pistole. So, dann brauchen wir irgendwann mit flach oben. Ja, den Teufel brauchen wir. Jawohl, haben wir zusammengeschickt. Genau, das ist die Verkleidung, die kleine Verkleidung, die dann daher kommt. Das macht durchaus Sinn und schaut gut aus. Ich bin ja wieder gespannt, da haben so kleine Abschrägungen drin und so weiter, wie das, für was die wieder sind, dass das genau irgendwo reinpasst. Das ist jedes Mal, ist das für mich ein absolutes Rätsel, wie jemand sowas konstruieren kann und zusammenbaut. Haben wir, glaube ich, schon einmal geschmerzt, so ein Lego Creator Programm. Ich weiß noch, als Kind ich glaube, das hat sogar Lego Creator geheißen. Das war ein Spiel. Und da hast du alles bauen können, was du willst. Und das war eigentlich schon ganz geil. Aber damals war halt, wie soll ich sagen, da war der PC noch zu schwach in seiner Hose. Jetzt warte, jetzt muss ich aufpassen kurz. So, das ist wieder das Falsche. Da gibt es so komische Eckdinge. Die sind einfach invertiert falsch rum. Und dann ist noch die Frage, ob es so ein Programm kostenlos gibt. Der mich auch interessiert. So. Bin ich gespannt, was wir da wieder für einen Pfosten zusammenbauen. Pfostiger Pfosten, Pfosten. Deine Mama ist ein Pfosten. So, jetzt pass auf, das ist auch wieder falsch rum. Ja. Das ist der richtige Nippel. Der richtige Nippel ist der wichtige Nippel. Ich gehe nur Bürgerstream und 3D-Drucker. Heute bloß dort bis Tigers spielen. Das ist wieder Straubing Eishockey. Straubing Eishockey, vielleicht triffst du am Flo. Vielleicht triffst du die Flocke auch nicht, sagst du ihm, hey, du Trottel. Da ist das Mikrofon. Das ist der richtige Stor. Ich bin mir nicht sicher, der macht
einen zu hohen Eindruck. Das ist ein Double 2x1 Brick, glaube ich. Haben wir schon bei 290 schon. Ja, da werden die Meter gemacht, das ist ein Wahnsinn. Jetzt brauchen wir wieder das geschissene Eck drum. Ich kotze jetzt dann mit dem Eck drum. Ich will das Eck, ich möchte das Eck drum nicht. Und die scheiß Anleitung ist so weit weg, dass ich es nicht gescheit lesen kann. Gefällt mir nicht, müssen wir umbauen. Kinder, müssen wir umbauen. Nehmen wir das weiter daher. So, das nehmen wir daher. Das nehmen wir daher. Wird schon passen. Dann kannst du zumindest ein Brickerl besser lesen. So, ich habe vorher schon mal gefragt, haben wir mir jemanden die Season of Discovery gespielt? Hast du ein Musio? Wenn ja, dann reib einmal lauter. Was heißt denn reib einmal lauter? Wenn es nochmal Lego im Namen hat, kann es nicht nichts kosten. Was? Wenn es ein Name Lego im Namen, also wenn es den Namen Lego im Namen hat, kann es nicht nichts kosten. Stimmt, Herr Fahrer, da hast du recht. Wie habe ich aufgehört? Kostet das halbe die Real Life. Ja, geschissen auf Real Life, oder? So, was ist, da gibt's bloß, im Real Life gibt's bloß Hass und Verderben. So, wir brauchen den Stor da bloß umdrehen. Da ist er. Wieso liegt denn die eine Hälfte da und die andere nicht da? Grütze fix nochmal. So, dann brauchen wir ein 2x2 Brick, 1x2 Brick und da gehört ein flacher unten rein. Und das ist wieder der falsche. Grütze fix. Jetzt, wenn ich nur mit dem falschen nehme, dann wie neidisch. Wie neidisch. Kinder, dann wie neidisch. Ist das richtig rum? Ja. So, dann brauchen wir 2x8er. 2x8er. Ist das mit den Lecherl drin? Ja, tatsächlich. Das ist bloß so schlecht eingezeichnet, dass ich es nicht gescheit sehe. Aber gut. Und dann ein 2x2 mit Nippel dran. Da kommt daher. Hüppele. Der Hochstäbselt. Dann kommt noch eine Verkleidung drauf. Fliesen, glaube ich. Nennt's der Held. Nennt der Held das Fliesen? Ich glaube schon. Aber was für Fliesen? 2x4. Ich sehe keine 2x4 mehr. Leute, was ist? 2x4 Fliesen sind aus. Bruder, die sind aus. Haben wir schon wieder irgendeinen Scheiß verbaut, den wir nirgends hinbauen hätten sollen. Ja, ist nicht richtig, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig so. Oh, das da ist in der Extra-Tüten hier drin, die tun wir gleich mal da her. Gut, suchen wir mal einen flachen 2-Ring. Es ist nicht der flache 2-Ring, eine 1x2 Fliese. 2x2 mit Nippel, nichts findest du. Das ist auch der falsche. Ja, sag einmal, Grütze fix nochmal. Das ist kein 2x4 Fliesen. So, ich habe schon ungefähr 5000 Mal gesagt, Kruzifix, ich finde es nicht, ich glaube, das Teil ist weg, aber dann war es doch da. Das habe ich schon 5000 Mal gesagt, ich weiß ganz genau, was es ist. Und irgendwo sehe ich es wieder dazwischen umeinander liegen. Aber diesmal glaube ich, haben wir ein Problem, Kinder. So, was ist? Das ist kein 2x4 Fliesen. Das ist keine 2x4 Fliese. Hallo? Hallo, das kostet mir 2 Zeit. Hallo! Nein, Nippel dran, überall sind Nippel dran, da sind keine Nippel dran. Das ist ja aber auch kein. Ah, geht auch eins. Oh. Haben wir wieder nicht gescheit geschaut. Haben wir wieder nicht richtig geguckt. Herr von Birgerson. So viel Nippel, wie es in den Stream gibt, das hagelt ein Strike, das stimmt. Kann entmonetarisiert werden. Gut, weißt du was, dann tun wir dabei das Ding da raus. Das tun wir da auf. Das ist das eine Sonderteil, was auch immer, das schaut mir so ein bisschen nach Seilwinde aus. Aber die 2x4 Platten. Ich sag's euch, was ist, Kinder, die ist nicht hier. Die ist nicht hier, das ist keine 2x4 Platten. Da ist. Alter, der Fotzen, du blinder, fetter Trottel. Ha, das ist eine seltsame Konstruktion, das schaut mir ein wenig schief an, aber gut. So, dann müssen wir wieder seltsame Dinge zusammenbauen.
293 sind wir. Da haben wir das Ding. Dann brauchen wir da einen Brick drauf und dann einen dunkelbrauner, den ich vorher schon einmal in der Hand gehabt habe. Nicht mein. Deiner ist dunkelbraun. Kennst du dunkelbraun? Oh, da haben wir ein Croissant schon. Da. Schaut aus wie eine kleine Gacki-Wurst vom Gnidl. Ja, muss man wissen, der Gnidl gackit. Croissants. Das ist der falsche Stuhl. Jetzt brauchen wir wieder so ein 1x1. Das ist halt das, die kleinen Dinger. Jetzt liegen sie eh so schön auseinander. Das kriege ich einen Vogel. Bin ich sogar schon für das zu alt. Jetzt kriege ich dann. Jetzt weißt, das ist dann Schluss. Halt, stopp. Da sind wir. Wir schauen nie wieder umeinander. Und dann das Schöne, wenn einmal was eine andere Farbe hat. Das orange Ding. Wunderbar. In diese Richtung. So. Zack. Bam. Dann brauchen wir zweimal einen 2er Brick. 2er Brick draufgeschissen. Nochmal einen 2er Brick draufgeschissen. Und dann einen 1x2er draufgeschissen. Und jetzt brauchen wir nochmal 2 von denen 1x1 ums Eck. Okay, komm, leg mir da am. Aber das sind die andersrum sind, glaube ich. Die zeigen nach unten. Ja. Der zeigt nach unten. Bruder, der zeigt nach unten. Wo sind wir? Ach komm. Der zählt nur ein paar mehr lauter so einzelne scheiß Pimmeldinger in einer Tüterleine, damit ich auch nichts mehr finde. Ihr Wichser. Mit Laternen auf Zeiten, ein Kelch auf Zeiten, das Fenster auf Zeiten, die orange Winde auf Zeiten. Nix findet man. Herr Galamerz, wir einen Reset bitte. Was wird das? Den habt zu spät eingeschaltet. Was das wird? Das wird eine Nippelparade. Die ist wie essentiell wichtig für das Fortbestehen des jedermanns Existenz. Die sind lauter Doppel-D, die kann ich nicht brauchen, Doppel-D kann ich nicht brauchen, Doppel-D kann ich nicht brauchen. Ich kann da mal sortieren anfangen, wenn ich schon drüber schaue, ich weiß auch nicht. Oh, das ist lauter Scheißmist, alles Scheißmist. Scheißmist, 100.000 kleine braune Steckerl, Scheißmist, jawohl. Muss spitzenmäßig zum Zuschauen sein, hey, schon hier, sortiert Stornl. Herzlichsten Glückwunsch an alle Beteiligten. Hat sie sich irgendwie da umgewurstelt? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich meine, ich hab doch vorher hab ihn doch 5-mal in der Hand geholt. Der in die andere Richtung zeigt. Jetzt ist er wieder spurlos verschwunden. Grutze fix geht mir die Scheiße auf den Sack, dann suchen wir dabei das andere nicht rum. Das ist das da, toll, wow. Das ist leicht auch orange. Aber in dem braunen Kackhaufen da suche ich mich behindert. Der Flo fragt mich, kennst du Doppel-D? Um Gottes Willen, mit Doppel-D bin ich schon in der Disco drin gestanden, da warst du wahrscheinlich nur in Abrahams Wurstkessel. Der DJ Spliff hat... Da liegt er und schreit nicht! Der DJ Spliff hat uns früher im Alcatraz unten im Keller aufgesperrt, wie wir noch nicht mehr 18 waren. Meister, da waren viele von euch noch nicht einmal im Abrahams Wurstkessel. Noch nicht mal da drin. So. Einmal 2. Stopp. Und das Ganze 2-mal. Das ist jetzt eine schöne Fuselarbeit, gell? Ich bin aber schon ein wenig sehr viel gefuselt jetzt da. Und jetzt brauchen wir die mal aussortiert haben. Ja, Gott sei Dank, ja, hat sich schon rentiert. Haben wir ein wenig Zeit gut gemacht. Der Plötzi hat ihn gestohlen, ja, der Plötzi, der Fett, sagt der. Der ist übrigens wieder topfit. Am Augen sagt man eigentlich gar nichts mehr. Ist wieder, Auge ist einfach wieder ganz. Sputnik 2 ist wieder fett im Game. Und am Fressen. Gut, ist jetzt auch schon wieder, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Das ist ein Wahnsinn, wie schnell das Zeit vergeht. Leider in 6 Wochen ist Weihnachten. 5 Wochen? 6 Wochen? 5 oder 6 Wochen? Ich habe schnell nachschauen, ob es 5 oder 6 sind. Absolut lächerlich. Ja, absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Hoppala.
Falsch rum aufgeknippelt. Richtig rum aufgeknippelt. So, und jetzt brauchen wir einen 2 mit 12. Das wird der da sein. Und der passt auch ganz genau da auf. Ja, aber steht ein Nippel über. Zum Verstärken wahrscheinlich. Ja. Und dann geht noch einmal 2. Geht da oben auf. Okay. Grüne Weihnachten wieder mal. Ja, mal abwarten. Nächsten Samstag, glaube ich, mäht der Schnee. Aber das glaube ich erst, wenn ich es selber sehe. Hoppala. Höfi, neues Mitglied. Bussi auf das Nussi, welcome to the squad. Leute, Schluss mit Donations. Heute nicht. Ich bin bloß da, weil ich sonst auch nicht weiß, was ich tun mag. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Kein Bock auf Saufen, kein Bock auf Essen gehen, kein Bock auf gar nichts. Außerdem möchte ich das Ding da fertig sehen. Und dann Dragon Cry habe ich auch nicht übersehen. Warte. Habe ich dir, ich habe mir letzten Manta zweiten Teil angeschaut, war leck, als hätten Cars 3 und allein für Cobra ein Kind bekommen, aber eigentlich richtig hässlich ist, dass sogar das Blöd ist, sich sein Gender zu identifizieren. Das hätte ich da, also ohne recht viel Recherche zu betreiben, hätte ich das vorher auch sagen können. Ich habe aber auch den alten Manta gut, als autonarischer kann ich mir das gut vorstellen, ja. Ich weiß das auch damals noch, damals war ich noch, das war so erste Klasse Kindergarten, was? Kindergartenzeit, weiß ich nicht. Da haben wir einen gehabt, das war der Markus, wenn sie den Vornamen kann ich ja sagen. Ich kenne ihn heute noch, aber man hat eigentlich keinen Kontakt mehr, nur wenn Volksfest ist oder so. Das war ziemlich autonarischer, immer schon. Und der hat Manta ziemlich gefeiert und ich habe halt damals schon nichts damit angefangen. So, wir haben jetzt da irgendein so ein Seitenteil, deppert, kompliziert zusammenbauen aus lauter einmal 1 Steckerl, dass ich ein Vögelchen kriege. Das lege ich jetzt da auf, wird schon passen. So, jetzt brauchen wir die Technik-Dinge. Ist das ein 16er Loch? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ja, passt. Und dann kehren 4 braune Stäpsel. Ein brauner Stäpsel in... Sag's nicht. Ja, machen wir so. Undrummable, mir ist wieder ein Resub. Habe heute meiner Freundin zum Geburtstag Hogwarts als Lego geschenkt, dass ich es selber bauen kann. Das soll es, habe ich auch beim Helden gesehen, das soll es das hätte mir fast gekauft anstatt dem da. Die kleine Version vom Hogwarts Schloss. Und die soll nicht schlecht sein. Heißt's. Jetzt muss ich schnell lurren, damit ich mich nicht vertue. Das gehört da rein und die kürzere Version gehört direkt da rein. Oh, ich glaube, wir bauen mal wieder eine Art Obergeschoss, kann es sein? Ja. Stäpsel rein. Und da flucht er ausnahmsweise mal über Lego indirekt ein bisschen weniger als normal. Und das Set schaut auch ganz cool aus. Es ist ein Mikro-Set, so ein Mikro-Hogwarts-Schloss. Das schaut ganz nett aus. Das hätte ich mir fast gekauft, anstatt dem, was wir gerade zusammenbauen. So, einmal 16. Geht so zusammengestellt. Ich hoffe, ihr seht da übrigens was wir mir da zusammenstecken. Ich weiß nicht, was wir zusammenstecken, aber ziemlich lange, sehr stabile Latten. Das ist wirklich eigentlich scheißegal, was ich sage. Es geht immer nur um Pimmel. Pimmel, Pipi, Kaka, Mumu. Da. Das habe ich gehofft, dass das sehr viele Bauschritte sind, wo ich 2 Steckerl zusammen tue und dann ist der Bauschritt im Prinzip fertig. Ja, oh, jetzt wird's wieder nasch. Jetzt fangen wir da herunten an und suchen wir die Teile aus, einzeln und stecken wir es auf. 1. Dann haben wir wieder 2-mal solche Dinger, die da ums Eck gingen. Also das wird jetzt schon eine sehr verrückte Konstruktion. Ich weiß, Leute, die das öfter deren mit Nippel zusammenklotzen, die lachen sich wahrscheinlich eins. Das ist ja ein Babyset, aber ich mache das nicht so oft. Das war wieder mal falsch. Nur dazu finde ich sehr erstaunlich, wie das zum Beispiel ein Held macht in seine Livestreams, dass er da so nahtlos mit seinem Publikum interagiert, weil ganz ehrlich, wenn ich da gut, vielleicht hat es mit dem Monitor besser geht, als ich in den Chat einmal besser lesen kann, aber das ist ja so, das ist eine Krankheit. So, jetzt gibt da irgendeine super verreckte Konstruktion, jetzt pass auf. Da haben wir irgendwo so Bogenteile. Wo Bogenteil? Bogenteil wo? Ich sehe ja keine Bogenteile. Wie lange muss ich jetzt noch die Bogenteile wieder suchen? So klar sind sie eigentlich gar nicht. Also da. Wie oft brauchen wir die? 2-mal. Einmal, 2-mal. Und dann so ein 1x2er mit einem Slope.
Ich habe übrigens keine Ahnung, ob der fachgerechte Begriff da Slope ist, aber ich nenne es jetzt einfach so. Schaut also aus, also nenne ich es so. Slope, da haben wir noch so ein Eckding. Das die haben wir auch rauf. Und dann gehört das irgendwie. Warte mal. Immer das für eine selten depperte Konstruktion wird, keine Ahnung. Muss ich das zweimal so machen? Pass auf. Dann da sind mitten einer. Jetzt, wenn ich es noch einmal währenddessen am Boden, das ist eine verrückte Konstruktion. Was auch immer das wird. Ja. Närrische Scheiße. Undrummable! Hab halt meiner Freundin die habe ich schon gelesen. Der Höfi, Montag, was? Servus Birger, nächste Woche geht's auf Passau, Blue Brick Store anschauen und danach ins Wolkerl, Dampfschlap und GW-Shop in einem. Magst auch kommen? Viel Spaß beim Rumnippeln. Da ist mir Passau zu weit weg für die Gaudi. So wieder, was ist. Aber du glaubst auch wohl selber nicht, dass wenig kommen mehr, dass ich das da jetzt sage, währenddessen in einem unangekündigten Stream 350 Leute. Interessant. Interessant. Es ist natürlich um einiges weniger, als wir das sonst an Zahlen gewohnt sind. Aber es ist lang her, dass wir in solch gediegener Runde Streams abgehalten haben. Und ich weiß nicht, ob der Stefan da ist. Aber vielleicht merkt er, dass wir uns langsam aber sicher wieder den Freitag 14 Uhr nähern. Langsam aber sicher. So, wie viel kennt da eine? 4 Stück von dem Hammy. Müssen wir wieder einzeln suchen, da kriege ich schon wieder das Kotzen, feit schon wieder TFD, keine Ahnung. Da feit doch schon wieder TFD. Das ist doch unmöglich, dass jetzt da noch irgendwo dazu da ist noch einer. Und einen sichern brauche ich noch, das ist wahrscheinlich der, jawohl. So, haben wir. Und dann gehört das da so. Ja, sieht gut aus. Du, das sieht gut aus. Was auch immer das da wieder wird, ich habe keine Ahnung. Allerdings brauchen wir jetzt halt Elektroteile. Elektroteile, das ist das Ding mit der schwarzen und zwei braune. Schwarzen und zwar das Ding werfen wir gleich weg, das brauchen wir nicht. Das ist ein einzelnes. Das sind 2 braune LEDs, das ist so eine kleine Platine. Und da haben wir einen schwarzen Nippel und 2 braune. Okay. Nice. Und dann machen wir erst einmal die Verkabelung. Da bin ich halt so gespannt. Ihr könnt übrigens Wetten abschließen, wie viele LEDs nicht gängen, weil ich es nicht getestet habe. Und jetzt pass auf, jetzt müssen wir so mal. Und dann haben wir bei den 2 Stecker da, glaube ich. Ja, das schaut gut aus. Und bei den 2, wo es da wieder zusammengeht, sind wir, stimmt hinten und vorne, oder was machst du für einen Scheißbier? Ein bisschen behindert. Geht so rum? Jetzt warte mal. Jetzt muss ich loren. Da haben wir die 2 Stecker und zwischen die 2 Stecker gehört es eine. Ja, und das andere braune. Ja, damit das Ding natürlich, damit das Kabel da ein bisschen unter Spannung ist und nicht einfach wieder komplett lose umeinander pimmelt. Und dann müssen wir Laternen zusammenbauen. Die Laterne habe ich vorher schon in der Reißen gehabt. Jetzt so, dann das Ding mit dem Henkel. Gehört eingehenkelt. Und unten gehört das LED ein, oder wie? Jetzt warte mal. Da muss ich jetzt schon ein bisschen gucken. Wie die das machen. Das kommt da von da oben so einer. Weil das wurscht ist. Kann man wahrscheinlich dann noch einer machen. Und dann. Nein, kann man nicht. Achtung. Ja. Jetzt haben wir es. Ja, wunderschön. Wunderschön. Latte Mi, müsst ihr selbst spielen. Ja, Stange. Jack Light. Wir sollten vielleicht einmal das USB-Ding rausholen, damit wir. Weißt du, was wir jetzt tun? Ich will es jetzt leuchten sehen. Ich weiß halt nicht wie. Also in der Hoffnung im 5. Backerl ist der USB-Stecker drin, weil irgendwie. Ja. Was ist es, da sagen sie, check the light und reden von dem USB-Stecker und den ganzen Scheiß. Da. Zack. Da sind Batterien schon drin. Ich weiß bloß nicht, ob die voll sind.
Aber für so ein paar so LEDs werden es schon noch gelangen. Jetzt müssen wir mal achten, das wurschtelt man auseinander. So, Freunde der Sonne, die Spannung steigt. Latte, René, lesen kann er auch nicht. Was? Also ich sehe von da Latte Mi. Ja, das R und das N so nah beieinander, das ist so weit weg. Jetzt los mich. Los mich! Also kleiner hätte man die Platine wirklich nicht mehr bauen können, gell? Kruzifix nochmal. Wie rum kehren die Scheiße da rein? Haben wir da überhaupt jemals schon mal was eingesteckt? Jetzt. Okay. Das heißt, da in die Platine rein, da raus. Das heißt, wir brauchen das Ding. Bin ich gespannt, Kinder. Bin ich gespannt. Das stellen wir auf Off. Damit die Spannung mehr steht. Ja, steht auf Off. Mal. Platine! Okay, ist drin. Achtung! Oh. Zauberhaft! Press F for Respect. Geht das auch wieder einfach so aus, ohne dass das Kabel ausreißt? Ja. Nice! Funktioniert, Kinder! Funktioniert! So, im ganzen Leichten sehen wir es erst am Schluss. Sonst ist es so langweilig. So, jetzt müssen wir da irgendwas zusammenpimmeln. Und zwar das Ding. So. Dann gehört das Ding. Hä? Feit doch schon wieder die Hälften. Was laberst du? Alle feit wieder die Hälften, Birger, du Vollidiot. Birger, du Sag mal, was machst denn du? Du hast einfach... Mann, das wird auf einer Seite anders baut wie auf der anderen. Vor euch passt auch wieder keine Sau auf! Kriminal, Feier! Oh, jetzt müssen wir alles noch mal auseinanderbauen. Asozial! Asozial! Habt's mich schon verstanden? Tun Sie sich nicht hinunter. Das gehört ein Nippel bei der einer. Und mehrere von den Eckdinger kehren hin, weil ich wieder so viel labert, bla bla. Und nicht aufpasst, was ich tue. Halt dein Maul! So, dann brauchen wir noch mit zwei so Dinge. Die kehren genau über dieses Loch rum. So. Ja. Ich glaube, da sind wir richtig. Sind wir mir da richtig? Zählen wir die Lichter ab. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Nein, sind wir nicht richtig. Warum sind wir da nicht richtig? Und da hinten sind wir auch nicht richtig. Birger, was kannst du? Gar nix. Aber hilft dir nicht. Für Nippelglitz klangt's schon. So, wir haben jetzt verbaut 4 Sehne, 2 Sehne, 2 Sehne, 8 Sehne. Ja, jetzt passt's. Jetzt passt's, wackelt und hat Luft, hoffe ich. Nein, hat's nicht. Da geht noch ein 2er hin. Irgendjemand passt schon auf, ob ich mir denkt, aber natürlich passt wieder keiner auf. So. So rum geht's. So rum. Da stimmt überhaupt nichts zusammen. Das Ding ist ganz woanders, Mann. Birger, was zur verschissenen Hölle machst du? What the actually fuck are you doing? So. Und dann 9 Dinger oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann geht's da hin. So, wenn sie jetzt nicht zusammenbeißt, wie viel ist das Kind drin und geh heim. So, haben wir es jetzt, bitteschön. Mir hängt die Laterne an der richtigen Seite. Nein, natürlich nicht. Ich kriege einen Anfall
weil wir es vorher schon grundlegend falsch rumdreht haben. So. Das gehört es so hin. Ja, weil da die Lücke ist und die ist da und nicht da hinten. Kruzifix nochmal eins. Der gehört auch raus. Dann gehört der. Achtung. Da gelangt das Kabel nicht. So wie es ist, für den Nippel da gelangt das Kabel nicht hin. Das ist etwas seltsam. Das ist etwas seltsam. Das ist schon richtig, dass das Schwarze da reingehört. Ja, dann gehört der Zweier da rein. Da gelangt das Kabel nicht ganz. Ein wenig stark angezogen. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt gelangt es. So, und dann geht das bis da oben. Und zwar bis da. Jetzt hat das Spannung. Lass mich schauen. Ja, kann sie hingehen. Nein, kann sie nicht hingehen. Wie soll denn die... Ohne Scheiß, ich flippe gleich aus. Möchte sie mich komplett nur noch verarschen, oder was? Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt hinten und vorne keinen Sinn. Es ist grundlegend falsch. Ich habe auch gerade verstanden, warum, weil man mir die Dinger da, das obere gehört, da oben, das gehört da auf, das gehört um rundum dreht, damit die Stangen wieder zusammenstimmen. Ich hoffe jetzt einfach, dass das scheißegal ist. Wenn nicht, dann merkt ihr euch jetzt seit 309. Es ist halt spiegelverkehrt, aber es ist ja wurscht, weil das im Prinzip eine lange Latten ist. Verstehen Sie? Es ist gleich. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt bei so Wacht. So, jetzt kehrt es so rumdreht und dann kehrt das Ding auf die linke Seite und das Ding kehrt so so hin. Ja? So. Das Ding kehrt so rum da hin. Kann sein, dass das um einen Nippel nach links oder rechts kehrt, wir werden sehen, aber das darf halt wurscht sein. So, jetzt haben wir Schießgewehr. Ja, früher haben unsere Schießgewehre nur so ausgeschaut. Halt einmal dein Maul. So, 1x8, 2x8, einmal ein 6er, einmal ein 6er, das 5er-Tütel, der wir da rauf. Und dann 1x8 mit Nippels, das ist ein 10er, das ist ein 8er und ein 1x6er mit Nippels. 1x6er mit Nippels. So, jetzt merkt du auf. Da brauchen wir den 8er, der gehört. Ah ja, oh, ja. Ja, das war klar, bla bla bla, die fette Mama, was? Und zwar geht der 8er so daher und der 6er na so daher, ja, das macht Sinn. Und dann tut man den 8er unten rum. Kruzifix. Diesem scheiß Mikrofon in der. Warte mal. So. Und so. Wieso jetzt aber das da wieder einen halben Dings größer ist als das andere, das werden wir nicht erfahren wahrscheinlich. So. So. Nicht aus dem Namen fallen.
Ja. Und nur ein 6er. Ja, macht Sinn. Ja, jetzt wird es halt dann langsam brenzlig, wenn wir das da herum wirklich nochmal umdrehen müssen, weil dann müssen wir sehr viel zlängen. Ich sehe jetzt schon, dass mir das zum Verhängnis wird, das sage ich dir, wie es ist. Aber weiß das ja eh, wie es oft ist. So, aus Tüte 4. Wir haben da noch einiges an Elektrozeug. Das ist Tüte 4, Tüte 4, Tüte 4, Tüte 4. Aber, oh, mein Gott, immer alles sie aufheizen. Birger, Kruzifix nochmal, reiß dir mal ein wenig zusammen. So, schaut schon wieder gut aus. Und zwar gehört die Platine. Ja, jetzt wird es interessant. Die wird nämlich geklebt. Jetzt darf man dann das Betten anfangen. Und zwar so rum. Jetzt darf man dann das Betten anfangen, dass das passt, was wir da zusammengewürfelt haben, weil sonst wird es eng. Da gehört auf alle Fälle das Ding in den dritten Slot. Das machen wir aber vorher, weil sonst kriege ich das dann nie wieder rein, weil das Kabel so kurz ist. Ja. Na? Schlüpfriges Scheißerchen. Mei. Okay, ist drin. Jetzt ziehen wir das da hinten ab und biegен's straight hier. So. Und wenn es nicht hält, dann haben wir Pech gehabt. So, ist aber sehr unter Spannung, das Kabel, gell? Muss man vielleicht einmal hergehen und machen wir den eins locker. Oh, ja, ist ja wurscht, ob das Licht jetzt einen Nippel da hinten oder einen Nippel da hinten hängt. Ich mag jetzt nicht, dass wir da ein Kabel abreißen. So, haben wir. Und dann kriegt das da noch eine Verkleidung. Da brauchen wir wieder einen 1x8er und einen 6er. 8er. Ich sehe bloß noch einen 8er. Okay, da rauf. Und eine 1x6 Fliese. Und die scheint, dieses Mal wird es aber wirklich jetzt eng. Oh, jetzt wird es wirklich eng. Jetzt wird es wirklich eng. Weiß ich nicht, wo die sein soll. Sag ich dir, was ist? Ich weiß nicht, wo die ist. Oh, ist schon ein 6er, oder? Ja, das ist die 8er und da gehört noch ein 6er hin, die ich nicht sehe. Und die müsste ich auf Anhieb sehen, weil sonst ist nichts mehr da. Haben wir schon wieder ein Trauball verloren. Ich würde es noch nicht picken, mach's zum Schluss, ist wurscht. Aber schon, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Ja, jetzt haben wir ein Problemchen, die Verkleidung feit. Ich sag das, was ist, die ist dieses Mal ist sie nicht da. Bisher schon einander glauben, vielleicht finden wir es doch noch schnell umdrehen. Nein. Das ist jetzt bitte. Das ist sehr bitte. Liegt es auf der Anleitung irgendwo? Warte. Nö. Runtergefallen. Nein. Runtergefallen ist auch nicht. Probleme sind da, um ignoriert zu werden. Das ist richtig. So, jetzt haben wir so ein bisschen vor unserem Problemteil. Gell? Wir haben uns nicht ganz sicher, ob das richtig rum ist. Mit Phase 1 und wir haben da eine Verkleidung. Nein? Liegt es noch in der Tüten? Berechtigte Frage. Nein. Schade. Aber na gut. Hilft nicht. Müssen wir weiter da. Hilft nicht. Müssen wir weiter da. So, Schießgewehr legen wir zur Seite. Einmal 10.
das ist der Teufel und der Teufel. Jetzt darf es zügig vorangehen, hoffe ich, außer wir finden wieder die Hälfte nicht. Schauen wir mal. Gemütlich, Gaudi. Diesen Morgen. So, es ist das Ding. Passt. Dann haben wir ein 1x4er Brick. Ja, passt schon. Passt schon. Und die komischen Eckteile wieder. Da habe ich doch vorher alle aussortiert. Das ist aber, der ist falsch rum. Der 1x2 Brick. Jetzt wird es dann langsam so suspicious, dass ich sagen muss, dass ich nicht weiß, ob wir mir eventuell eine Tüten vergessen haben. Der 1x1 Brick ist da. Das Ding ist falsch rum. Falsch rum Winkel. Da müsst ihr Jacke gefragt. Denkst du, wir schaffen das heute? Wenn das jetzt so weitergeht mit dem Rumgepimmel, dass ich wirklich lauter, dass ich Sachen nicht finde, da ist dann der eine. Dann schaut es schlecht aus. Ansonsten schauen wir, es gibt auch keine vorgegebene Zeit, wie lange das da heute dauert, also um Gottes Willen. Ach, man muss den Brick zusammenbauen, der wo da ohne mein Kruzifix biegt, da bist du nicht behinderter Vollidiot. So unfassbar. So unfassbar. So, und der kommt jetzt da hin. Was ist denn das wieder für eine seltsame Konstruktion da? Weiß kein Mensch. Bauschritt 315. Oh, jetzt wird es dann interessant, ob wir das Ding da hinkriegen. Oh, da bin ich gespannt. So, das zweite Schräge drum. Das habe ich schon gefunden. Jawohl. Das habe ich schon die ganze Zeit in der Reißen. Da ist ja lustigerweise ein kleines Loch drin, für was auch immer das ist. Wir werden sehen. 1x2 mit Nippler. Jawohl. Und dann kehrt das dritte drum auf. Jawohl. Und dann ein 1x2 mit Schräge. Liegt jetzt der da hier hinten oder liegt der da hier hinten? Da liegt der. Dann haben wir da ein schönes Dreieck gebaut, das nicht richtig ein Dreieck ist, aber fast. Mal schauen. So, auf der rechten Seite brauchen wir keine Verkleidung, sondern da kommt es so auf. Oh. Das ist, das ist aber eine extrem stabile Konstruktion. Okay. Seiten deppert kompliziert, aber it is what it is. So, ist jetzt das richtig rum? Ich hoffe es. So, das ist droh. Baustelle 319 ist das Ganze zu verheiraten. Jetzt ist bloß die Frage, halt, stopp, das müssen wir umdrehen so. So. Und dann ist die Frage, wo das hingehört. Ich sag das, was ist, ich habe keine Ahnung. Es sind zwei. Das gehört da. Achtung. Okay. Okay. Hebt das? Es hebt. Da haben wir noch ein Stromkabelchen, da wo ich nicht genau weiß, wo das hingehört, aber wahrscheinlich auf die Seiten. Jetzt warte. Wenn du das anschaust, da. Möchtest mehr in meinem Leben, da ist nichts schief, da wackelt nichts. Da ist nichts komisch. Easy. Aber ärgerlicherweise, gut, man sieht es jetzt nicht so krass. Ja, da feiert unser Verkleidungs... Ja, da feiert er Fliesen. Das ist jetzt das erste Mal, dass er wirklich ein Stück feiert. Kann natürlich sein, dass es irgendwie verschmissen hat. Vielleicht ist sein Abfalleimer eingefallen, weil es noch in der Tüten drin war. Aber, naja. So, dann nehmen wir das Ding. Das stellen wir jetzt da so auf. Der Jackel geht sich was zum Essen machen. Da wünsche ich dir einen guten. Gessen habe ich heute auch noch nicht einen Teufel, aber ein wenig Lips. Oh, das ist aber nicht 2x6. Ist das 2x6? Ja, doch, ist schon 2x6. 2x6, jawohl. Dann haben wir so ein Eckding. Zweimal ein Eckstück. 1.
Zweites Eckstück. Leider jetzt wieder, jetzt will ich langsam, jetzt habe ich Grund nervös zu werden, wenn ich Stickel nicht gleich auf Anhieb finde. So, und dann gehört das Ding so. Und der Vierer drunter. Ja. Schaut auch wieder schwer nach Verkleidung aus. Das ist alles per Fliese gemacht. Ah. Und das ist, okay, macht Sinn. Ja, okay, macht Sinn, halte mir mal. Halte ich mein Maul. Halte ich mein Maul. Oh. Naja gut, das ist noch nicht befestigt da. Aber passt schon. Haben wir da eine schöne Verkleidung dran, wunderbar. Bisschen festklipfen. Ein wenig festklipfen, weiß ich nicht, wie es ist. Und Freunde der Sonne, ihr dürft euch gleich schon mal ready machen für eine kurze Pause dann. Wir werden nach jedem, wenn wir Tütel fertig haben, also Bauschritt Tüten fertig haben, werden wir uns gemütlicher Zigaretten dran. Dann werden wir mir gemütlich eine Raucher gehen. Und dann machen wir das nächste Tütel, nämlich Tütenpaket Nummer 8. Aber da ist schon ein bisschen hin. Da liegt das seht ihr nicht. Hinter meiner kleinen Kamera liegt ein Haufen Klarscheiß. Und ich sage es euch auch, wie es ist. Wir machen das nachher wieder andersrum. Anleitung kommt da oben. Ich tue es ein bisschen weiter nach rechts, dass ihr es da sehen könnt. Da der wir die Teile her und da wird gebaut. Weil ich in der Scheißdrecksanleitung nichts sehe, weil ich blind bin wie ein Stückchen Mistviech. Ist das genehm für euch? Könnt ihr mir das so im Chat bestätigen? Bitteschön. Das war einmal eine total tolle Dufte ist ein cooles Wort. Dufte ist schon wieder so alt, dass es schon wieder cool ist. So, da brauchen wir noch eins mit Slippery Slope. Mir stickt halt auch dieses scheiß Mikrofon so in der Fresse drin, dass ich überhaupt nichts sehe. Sagt's mal, bin's mir nicht mehr gescheit. Jetzt müsst ihr es mal sagen. Warte, das drehen wir jetzt so senkrecht. So. Ich muss ein bisschen drüber reden, weil ich nichts sehe. Geht's voll auf den Sack. Sagt das, wie es ist. So, jetzt haben wir das mal bei 326. Wunderbar. Wir brauchen aus Elektrokastel 4. Das ist das da noch. Nein, das ist nicht, das ist 5er. Das ist braun. Müsste eigentlich das da sein. Aber ich hab doch das aus der 5er-Tüten da. Der 5er-Tüten ist das ist 4er-Tüten. Ja gut, passt schon. Passt schon. Dann brauchen wir das flache Ding. Nein, stopp, falsch. Flaches Ding, aber auf das flache Ding gehört der Aufkleber drauf. Und zwar der Aufkleber vom Buch. Wichtig ist, man darf ja nicht Aufkleber sagen, es sind Abziehbilder und dann wirkt es fast wie gedruckt. Ja, da bin ich nicht besser. Ich weiß, der Held hasst Aufkleber, aber das ist mir wurscht. Und so wirkt es eigentlich fast wie gedruckt. Das ist okay. So, und jetzt gehört das schwarze Lamperl. Das ist das hier, das muss das sein. Das ist das einzige schwarze Einzellamperl, das noch da ist. Das ist aber ein langes Kabel. War es eigentlich ganz cool, wenn da auch was zum Abmessen war, ganz ehrlich, damit ich mir schon sicher bin, was ich da jetzt wieder irgendwo dazwischen reinzwirbelt. Auseinanderzwirbeln bitte. Bitte zwirbeln Sie auseinander. Dankeschön. So, das gehört da so ohne. Gut. Und dann gehört es unten durch. So. Das ist deswegen aber wichtig. Oh, nochmal Kerze. Ach, auf die Kerzen kommt der Aufkleber drauf. Wie soll ich das bewerkstelligen? Oh, da hätten wir sogar 2 Kerzen. Achtung. Das werden wir jetzt testen. Ist das schon das richtige Ding? Nein, das ist nicht das richtige Ding. Das ist das richtige Ding. Und das 19. Das sind ja 2 Aufkleber. Die kehren ja da links noch drauf. Was ist denn das für ein Blödsinn? Okay. Oh. Ja, diese kleinen Fuselsachen, die halten natürlich auf wie Scheiße. Klar. Machen wir so. Machen wir die Rolle.
Wunderbar. Aber mit dem pickerten Schund. Aber mit dem pickerten Schund, habe ich gesagt. Ja. Und dann brauchen wir das Ding nochmal. Ein paar Aufkleber haben wir noch, aber der Teufel ist es nicht mehr. So wie der was ist. Und ich bin sehr gespannt auf die Dachkonstruktion. Die werden wir heute schon noch zum Sehen kriegen, so wie der was ist. Wahrscheinlich habe ich es gerade vorher schon einmal gesagt, aber ist mir wurscht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das heute geht. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir fertig werden, aber da. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was vom Aufkleber kaputt gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Das ist bloß ein kleines Kerzending. Ja, zeige ich euch gleich im Ganzen. Zeige ich euch gleich im Ganzen. So, da soll jetzt so irgendwo so eine kleine Flamme sein. Ja, Tatsache. Das ist ein nettes kleines Tischel. Das ist nett, mit einer Feder. Ja, schreibt gerade ein Bücherl. Beziehungsweise schaut eher aus wie eine Schriftrolle, so ein bisschen, aber. So, Achtung. Denkt man das halbwegs anständig? Ich glaube schon. Dann ist da der Aufkleber drauf, sein Büchlein und auf der Kerzen, Moment, da mal ein bisschen dran. Da sieht man es da ein bisschen. Ah, also so Wachs-Knautschel sind dran. So, und das Ding kommt jetzt da irgendwo. Achtung, das kommt einmal unten durch und das kommt genau da ins Eck rein. Okay, das war leicht. Und rein so. Und dann ist das da so befestigt. Sehr schön. Ja. Ne, wieso nicht? Wieso nicht? Jetzt. Hat sich ein wenig gesträubt, sträubt sich glaube ich auch immer noch ein wenig, aber jetzt. Ihr habt es eingeschnappt, wunderschön. Das hat viel, mittlerweile muss ich sagen, das hat viel Details, wo das umeinander leicht. Mittlerweile so ein bisschen. Und das Kabel gehört da hinten verlegt. Das wird mit Sicherheit noch fixiert. Da brauchen wir jetzt nicht umeinander pimmeln. So, Bauschritt 330. Wunderbar. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen einfacher, die Sachen zu finden. Jawohl. Es sind doch sehr einfache Farben zu entdecken. Das Ding und das Ding. Ach, da ist ein Bett. Lol. Okay. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht, dass da ein Bett herkommt. Das auch noch ziemlich cool gemacht ist. Muss ich sagen. Die Frage ist jetzt nur, wie wir das da fixieren. Jetzt pass auf. Müssen wir mich nämlich als Kabel fixieren. Dann machen wir jetzt erst die eine Seite. Das sagt der I, wie es ist. Ja, schwierig. Nicht, dass wir. Nicht, dass wir da jetzt das Zeug auseinander zwickern. Das ist nichts. Ach, und was? Wie soll denn das wieder vonstatten gehen? Wie soll denn ich da das Kabel durch? Was ist denn mit der Anleitung, guter Mann? Sag mal. Ich jetzt wieder runter. Ja. So. Kerze, Vorsicht. Ja, das mit dem Kabel umeinander wursteln ist schon ein wenig. Vor allem, wenn ich da über 5 Kilometer mit meiner Fresse weg bin und nichts sehe. Wie neisch! Scheißdreck angepisste! So. Mit diesem mal klar ist. Mit nichts passiert. Was es eben ist. Dann kommt das Kopfkissen rein. Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir den Scheiß jetzt da unten durchdrucken. Kruzifix. Jetzt habe ich definitiv was verloren. Wieder Trauberl aus dem Kerberl.
wenig gegendrücken. Wenn wir da wirklich, ich weiß nicht, ich sehe gar nicht einmal, wo wir es mir auseinanderdrücken, aber irgendwo drückt man es auseinander. Wenn wir da jetzt einfach drauf wursteln. Haben wir es schon. Haben wir es schon. Ah, schönes Bett. Schönes Bett. Da. Kabel ist versteckt, kommt da hinten raus. Wunderbar. Und das muss jetzt, was? Das muss jetzt da durch. Da geht es ziemlich genau sogar durch. Schon hin. Muss jetzt da so durch und kommt dann in Slot 3 von. Da muss jetzt genau reinschauen. In Slot 3 von rechts. Das Ding hat überhaupt gar nicht so viele Slots, wie da angezeigt wird. Oh Gott. Naja, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6 Slots und das Ding hat 1. Da ein Zeichenfehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da war kein einziges 8-Slot-Ding dabei. Na ja, gut, wir werden es sehen. Wir werden es schon sehen dann. Ich sehe mich sowieso schon wieder zurückbauen bis zu Bauschritt 200, keine Ahnung was. Oh, die Dinger da einpfriemeln ist auch ein großer Spaß. Großer Spaß. Aber sie sind drin. Was wir mal schnell probieren können. Achtung. Mir dünkt hier etwas. Da war ein 8er Slot dabei. Aber der 8er Slot ist der und nicht der. Machst du mal das Ding nochmal ab, damit da nichts passiert. Ihr habt's nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Keiner hat irgendwas gesehen. Einmal raus. Zweimal raus. Das legen wir jetzt nicht mit der triggernden Seite dahin. Irgendjemand im Chat hat wieder mal recht gehabt. Pix noch nicht hin. Mach das nachher. Ja. Der fette Mann. Die ist doch gar nicht so fett. Wie ich gemeint hätte. Ohne Scheiß. Also die kleinen Stecker da rein, da friemeliger hätte man es nicht mehr machen können. Eins. 2. So, schlau wie wir sind, weil wir natürlich nichts gelernt haben, biegt man sofort wieder hin. Hilft eh nicht. Kinder, es hilft eh nicht. Was soll ich machen? So, biegt schon. War was? Hab grad die Augen zugehabt. Herr Nickel, nicht. Das ist die größtmögliche Belohnung für einen ASMR-Chill-Stream. Wenn jemand ein bisschen schlafi. Gell? Oh. Oh, ist das nett. Schau hin. Da ist die Beleuchtung. Da ist die Beleuchtung für die Weinpresse. Da ist die Beleuchtung für diese Falltür da, die man auf und zu machen kann. Dann haben wir da vorne eine Laterne. Und die kleine Kerzen brennen sogar auch. Schau hin. Schön gemacht. Gefällt mir. War einer der Hauptgründe, warum ich das Ding gekauft habe, wegen der Beleuchtung. So, das ist. Damit wir mal wieder ein bisschen Funktion haben. So, Birger, kann man mir jetzt einmal verdammte Scheiße netter machen? So, das war's mit dem Schlafen, Mr. Nickelneiter, tut mir leid. Guten Morgen! So, und sobald wir mich mit der Tüten fertig haben, bauen wir mir das wieder so um, wie es vorher war, weil ich einen Vogel kriege, wenn ich da jedes Mal das Ding halten muss. Zum Kotzen. So, aufgestepselt. Kriegen wir schon. 1 Brick. 1. Passt.
Dann haben wir eine kistige Kiste. Da ist Loot drin. Hab ich gehört. Da geht ein KB4er, habe ich gesehen. Ja, das ist das vom letzten Mal. Das ist da. Und dann haben wir da die Kiste. Die stecken wir auch her. Gut. Dann haben wir wieder großer Fortschritt. Dann haben wir dreimal das Ding. Der Fluffy Cat! Nachschau-Squad grüßt! Küsschen aufs Nüsschen an den Nachschau-Squad, as always. Aber du bist ja gar nicht im Nachschau-Squad, du bist ja im Hier- und Jetzt-Schau-Squad. Achtung. Da mal. Und dann einer weißen. Ja, gehört da her. Hätte man den nicht vorher drauf machen können. Liebes Ding. Naja, gut. Bin ich schon zufrieden. Bin ich schon zufrieden auch. So, dann haben wir den Zwaring. Da seht ihr jetzt ihr gerade nicht so geil hier, aber das ist mir jetzt auch irgendwo wurscht. So, jetzt fangen wir Staubsauger zum Saugen an. Das macht natürlich auch Sinn. Das macht unbandig viel Sinn. Hey, ich hab vorher doch einmal kurz gesagt, oder in 5 oder 6 Wochen ist Weihnachten. Sag mal, bist du bescheuert? Wir haben doch gerade erst aus der Sommerpause raus. Es ist der Horror Oktober ist auch schon wieder so gut wie vorbei. Ich meine, wir haben immer nur Alan Wake, aber das ist schon auch Horror, ein bisschen Jumpscare, kommt schon auch vor. Aber eigentlich mehr ein richtig gutes Story-Game, anstatt so den Horror, den wir vorher genossen haben. Was ist mit der Zeit los, Mann? Ich flippe aus. Es ist zum Kotzen. Also irgendwie, ich weiß es auch nicht. Disconnect? Nein, ich habe keinen Disconnect. Oder ist wunderbar. Alles gut. So, müssen wir wieder Elektroscheiß verlegen. Das letzte Elektrokabel aus Elektropaket 4. No. So, und von da aus sehe ich wieder nicht gescheit, wo die Dinger festgemacht werden. Ja, das war eine dumme Idee, dass die scheiß Anleitung so weit weg ist. Das gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. So, das gehört da direkt in der Mitte, oder was? Da direkt in die Mitte rein, ja. Aber das ist der letzte Punkt. Ja. Der gehört da so her. Und dann gehört das irgendwie da so hinten rundum gezwirbelt. Oder was ist der Plan jetzt? Warte mal. Da geht das Kabel aber. Ja, wo gehört das festgemacht? Bist du behindert? Das verstehe ich nicht. Was soll das da? Hängt das in der Luft oder was will es? Mal, vielleicht hängt es schon da noch in der Luft dabei. Machen wir so. Ja, wie Sie sich das aber vorstellen, wie soll ich nie das jetzt da irgendwo festmachen? Machen wir es dabei so irgendwo da fest, wird schon passen. So. Ja, und währenddessen stiepselt man wieder alles auseinander. Birger, so brauchst du ewig. Wieso kann man den wieder nirgendwo fixieren da? Grüße Fixer, da muss ich mich jetzt wegen dem Scheiß auch noch aufregen in meinem Leben. Ach, fick dich doch dann mit deinem scheiß Kabelklump, du Wichser. So, das sind Gold- und Silbermünzen. Sag ich dir jetzt aber auch, ein Scheißtrick werde ich da und die da irgendwie reinwerfen, weil die fliegen bloß wieder in der Weltgeschichte 25 Mal umeinander. Das sagt der die der wir da hinten und die der wir ganz zum Schluss, Kinder, ganz zum Schluss kommt die kistige Kiste da rein. So, weiter geht's. Ach, das wird ein Fenster. Okay. Das heißt, ins Fenster geben die erst einmal das Fenster. Macht Sinn. Und dann deswegen gehört das da so. Schon verstanden. Dass man halt das KB nicht sagt. Verstehst. Mein Problem ist jetzt, dass wir mir so ein beiges, rundes Ding brauchen und wir aber kein beiges, rundes Ding nicht haben, sondern bloß ein weißes.
Es ist aber ganz klar zu erkennen, ja super, weil ich das beige Ding zur Kerzen gemacht habe, ich Vollhorst. Digga, das ist aber halt sehr schludrig, gell? Digga, das ist sehr schludrig. So nicht. So nicht! Hab ich gesagt. Dann gehört noch irgendwo ein Baum hin. Baum haben wir auch. Baum haben wir auch. Gut, ob das jetzt so weiß ist oder cremeweiß, ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Ich bin zum Meter machen gekommen und nicht zum Schmetter machen. Macht überhaupt keinen Sinn, halt dir mal, du dämlicher Fettsack aus dem Internet. Macht überhaupt gar keinen Sinn, was du für eine Scheiße laberst. Unfassbar. Unfucking behinderungsfassbar. Bauschritt 331 abgeschlossen. Abgeschlossen. So, dann haben wir welche mit Henkel. Okay, jetzt so wieder 2 mehr Henkel drauf. Bin gespannt, was jetzt wieder für eine Chernobyl-Konstruktion kommt. Das darf es jetzt einmal umdrehen. Mit dem stabilisiert werden, weil sonst kriegen wir wieder ein kleines Vögelchen hier. Und da gehört ein 1er Brick drauf. 1x1 Brick, wo da. Und dann war es eigentlich jetzt langsam an der Zeit und ganz cool, wenn wir das fixieren könnten. Ah, in dem Schatz da unten drin ist auch noch mehr Licht. Schau dir das an. Jetzt kommt da die Rundplatte drauf. Die kommt wahrscheinlich genau so drauf. Und da unten drunter ist auch noch mehr ein Lichtlein. Ja. Jetzt verbindet das beides da miteinander. Nein, nicht ganz so. So. Ja. Und das Kabel geht da unten durch. Das jetzt natürlich da überall umeinander hängt. Und da so durch. Und dann auch wieder mit der Platine oben zusammengesteckt. In welches Loch bitteschön? In das in der Mitte, das noch frei ist. In das in der Mitte, das noch frei ist. Da zipfest du ein, da zipfest du ein. Das macht auch schon wieder überhaupt keinen Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollen schon. Ach, da werden jetzt beide eingesteckt. Okay, ja gut. Da werden jetzt beide eingenudelt, die da noch übrig sind. Das macht Sinn. Machen wir eins links. Und das andere, das da noch so umeinander pimmelt, machen wir daneben. So. Sollen wir noch einen Check machen? Check, check. Lichtcheck 1,5. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit, bitte. Achtung, Flagschein. Merke ich mir jetzt da nochmal, wie rum dass die Dinge einkehren oder mache ich es noch auf 26 Minuten falsch? Nein. Und werk's mit, jetzt ohne Scheiß, jetzt hole ich gleich einen Hammer und dann ist drin, das darfst, da kannst du mit Gift draufnehmen. Asche. Oh, was willst du? Jetzt. Ah, schau hier. Da leicht unten rein. Hoppla. Da leicht unten in den Schatz hinein, in die Kiste. Da leicht's ober, da leicht's ober. Da unten leicht's auch. Sehen wir aber wahrscheinlich erst, wenn es dann umdreht. Ja, das wird gut. Ja, das wird gut. Jetzt kannst du mal Hallo mal. Guten Morgen an alle, die sich einen ruhigen, gechillten Stream gewünscht haben. Fenster schauen. Was ist am Fenster? Haben wir am Fenster wieder was vergessen? Nein, eigentlich nicht. Glaube ich. Den müssen wir noch ein bisschen befestigen. Fenster schaut gut aus, Rahmen ist raus. Ich weiß, dass das da weiß ist und das cremefarben. Ich habe den Fehler gemacht und habe die Kerze zu einem cremefarbenen Verbrauch. Darum muss das weiß und beige sein. Falls das der Fehler ist. Fenster schauen mit dem Licht. Achso, du möchtest. Ach, okay, warte. Kann ich nachvollziehen? Schauen wir durchs Fenster. Schauen wir durchs Fenster. Schauen wir durchs Fenster mit dem Licht, dann schauen wir mir nochmal. Das ist mir wurscht. So. Achtung. Um es etwas verständlicher.
Ja? Kannst du durchschauen, siehst ein kleiner Schatz mit Goldmünzen drin. Schon cool. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das später im Regal ganz gut macht. Es wird zwar niemals jemand einschalten, so wie es irgendwie immer ist. Oh, jetzt haben wir da noch was zum Fixieren. Und zwar, ich verstehe jetzt, pass auf, so. Und dann da noch zum Kabel fixieren. Ja, das macht Sinn. Aber das wird jetzt eine Fieslerei, da muss ich jetzt irgendwie anders hin, weil das ist jetzt eine Fieslerei. Wir haben ja gar keine 2 auf 2 Fliese nicht im Braun. Fällt dir das auch nicht? Habe ich schon wieder eins, ich hab's verschmissen. Doch, da ist. Jetzt pass Obacht. Gott, wie soll ist denn das wieder mal? Liebes Bauteam, wir haben wir noch. Haben wir es schon. Haben wir es schon. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen rumhängen deren die Kabel schon. Gell? Also ein bisschen viel Kabel hängen da schon rum. Ich bin jetzt gespannt, wie man später dann da hinsägt, wo die da jetzt rumhängen, das kann ich nicht sagen. Aber da ist schon ein ziemliches Kabelgewurstel. Das erinnert mich so ein bisschen an das Kabelgewurstel unter meinem Schreibtisch. So, Bauschritt 343. Bitte einmal noch nicht umdrehen, das bin ich für voll Depp. Fenster müssen wir fertig bauen. Müssen wir mir das Fenster fertig bauen. Okay, da haben jetzt diesmal wirklich 2 verschiedenfarbige Steine. Warum auch immer. Okay. Und das Ding. Und da so drauf. Wir wissen nicht warum. Alle Teile verbaut. Wunderschön. Dann ein orangen Vierer. Die 2 Eckteile. Und ein Baum. Baum! Ich lispel überhaupt nicht. Freilich lispelst. Da sagen wir was. Baum. Okay. Macht Sinn. Wo gehört der orange Teufel hin? Was, da gehört jetzt einfach random ein Aufkleber drauf. Was macht denn das wieder für einen Sinn? All of a sudden, a wild sticker appeared. Sticker drauf, da kommt so eine Holzmaserung drauf. Wunderschön. Einmal festreiben. Wie jeden Tag im 288. Tab. Und dann kommt das Ding. Ich weiß nicht so ganz, was das soll. Aber das ist wahrscheinlich schon absolute Zierde. Kommt einfach da so auf. Soll auch schon als Weiten so Holzlatten und so weiter ohne genagelt. Holzladen ohne genagelt, Alter! So. Das schaut mir jetzt auch wieder nach irgendeinem Verzierungsscheiß aus. Das ist eine goldene 2x2 Fliese. Müssen wir das 2-mal bauen, sage ich das richtig? Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Da brauchen wir ein 1x2. Jetzt haben wir das Düttel lang gleich fertig. Da ist noch mal ein Träubchen. Das tun wir weg. Das Ding muss ich doch 2-mal bauen. Das rieche ich doch bis daher, dass das simultan gebaut wird hier. Da kann man auch. Ja, jetzt wird es einfach. Ich hätte mir mal halten sollen. Jetzt kommt mit Sicherheit gleich wieder irgendein Scheiß. Was bauen wir jetzt wieder? Verreckt, ein Toaster. Meine Damen und Herren, ist das ein Toaster oder ist das eine Ziehharmonika oder was ist es denn? Was ist das? Schaut ein bisschen aus wie eine kistige Kiste. Hammer. Kann unten. Ja, schaut schon ein bisschen aus wie eine Kiste. Cool gestaltete Kiste. Ist eigentlich cooler wie die Kiste, die im ganzen Guss vorhanden ist. Oder so ein kleines Bücherregal. Was ist das?
kann ein Bier sein, aber für das ist es etwas symmetrisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann kommt da ein Platten auf und da, dann kommt jetzt ein Teller auf und das Croissant. Was ist das? Weiß nicht, was ist das? Achtung, da muss Croissant drauf. Sur le Pont d'Avignon. Motherfucker. Was heißt Motherfucker auf Französisch? Soll es ein Tisch sein? Aber ein sehr kompakter Tisch. Ja, schauen wir mal, was platziert wird. Vielleicht fügt es sich. Ja, es ist schon irgend sowas. Eine Mischung aus einer Kommode, Bücherregal unten drin, keine Ahnung. Warte. Das ist noch nicht ganz fest. Da. Das ist schon irgendwie, das ist ja im Prinzip da so ein Schlafzimmer mit Schreibraum und Schreibtisch. Und da ist diese Luke, die man auf und zu machen kann. Naja, wird schon passen. Bauschritt 349. Oranges Rad. Rein damit. Bin ja gespannt, ob diese Funktion kassiert. Müssen wir ganz durchwursteln. Dann haben wir zwei so Roboterarme. Oh, die gingen aber ein wenig streng. Brudi, die gehen ein bisschen streng. Aber es ist mit Sicherheit beabsichtigt. Und dann gehört das Ding, kriegt dann noch zwei Arme. Und zwar einmal mit Greifen und einmal zum Eihageln. Einmal zum Eihageln und einmal zum Greifen. Und für die Leute, die dran, übrigens, die können, ach, das geht ganz ohne. Jetzt warte mal. Oh, das geht aber streng, gell? Aber Freunde, das geht streng. Das geht gescheit streng. Wie soll ich das in die Mitte bringen? Seht ihr jetzt gerade gar nicht hin, ich muss ein bisschen. Jetzt hack sie wahrscheinlich gleich was auf, das geht extrem streng. Was haben sie denn da gedacht? Wie soll ich das mit einbringen? Das, entweder es ruckt die ganze Strecke ab, wenn ich hindrücke, oder gar nicht. So, jetzt kommt da. Was ist denn das wieder für eine verrückte Konstruktion da? Also, wacht. So, ne. Es gehört Draht. Es gehört auch Draht. Ich versuch's einmal herzusagen, da jetzt 100.000 so kleine Ärmchen dran, die sich da jetzt überall einhageln, was auch immer das werden soll da, keine Ahnung. Ich versuch's zum zeigen. Aber es schaut ein bisschen aus wie ein Flaschenzug. Ja? Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, da haben wir da extra so ein Loch dazwischen lassen, dass da vielleicht später wirklich, wie soll ich sagen, vielleicht ein Schnirl dabei ist, wo man wirklich was kurbeln kann oder so. Schauen wir mal. Bauschritt 350! Was mir ein bisschen irritiert? Wir haben da extra so ein komisches oranges Teil. Da auch, die haben wir nicht gebraucht. Ersatzfeder. Ich meine, ich weiß ja mittlerweile, dass Ersatzteile dabei sind, aber von den besonderen Teilen, das ist ungewöhnlich. Was werden wir wieder alles übersehen haben? Da, das ist auch irgendwo, keine Ahnung. Das würde mich wundern, wenn wir die nicht gebraucht hätten. Das waren die einzigen Steine seiner Art. Sonst gehört da nichts hin. Das gehört da hin, das gehört da hin. Ja. Das ist der Verbinder. Jetzt pass auf, das ist der nahtlose. Ja.
Jetzt kommt die Verheiratung. Und dann drehen wir uns gemütlich eine Zigarette, dann machen wir 5 Minuten Päuschen, holen wir uns was zum Trinken, gehen wir pissen, gehen wir scheißen, gehen wir wichsen, keine Ahnung, was wir tun. Holen wir uns ein neues Bierchen. Und dann machen wir weiter. Wer ist es überhaupt? Über 8. Ja, bis um 9 tun wir schon noch. Also die nächste Tüten machen wir auf alle Fälle noch. Ich glaube nicht, dass wir fertig werden, weil noch 4 ganze Bauschritt-Tüten schaffen wir nicht. Die 8er-Tüten, das ist dermaßen viel Zeug wie ein Ding. Aber gut, it is what it is. Ah ja, und da soll ich nicht. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Es ist bloß die Frage. Okay. Okay. Oh, das ist ein Riesending. Okay, ist okay. Zauberhaft. Zauberhaft. Und jetzt war es eigentlich zum Testen. Ja, da brauchen wir jetzt ein rundes Board, wo dann alle zusammengeführt werden, wo dann die eine Stromzufuhr kommt. Und dann sehen wir, ob es funktioniert. Wir merken uns, oder versuchen wir es zumindest, die steht da wo ich eigentlich gemeint hätte, das ist vielleicht so ein Mechanismus, der, wenn ich aufmache, das Licht betätigt oder nicht, dass das dann losgeht, aber das ist einfach nur also ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum man das so macht, dass das dann da so aufliegt. Da kann man einfach ein Kabel durchgehen lassen, aber wahrscheinlich ist das billiger zum Produzieren, aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Das schaut richtig gut aus. Jetzt bei O8. Also O8. Andersrum. Sieht man das da? Ja. So. Wird schon richtig da. Ellbogen for Scale. Machen wir so. Das war jetzt eigentlich schon viel, das war viel Aufwand für eigentlich nicht viel am Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon interessant. Da sieht man natürlich einen Haufen Kabel, die werdet jetzt ihr wahrscheinlich nicht so sehen. Aber ja, fängt an, ein Gesicht zu bekommen. Und jetzt kommt halt da dann wahrscheinlich das Dach so drüber, wie das dann vonstatten geht, das werden wir herausfinden. Das ist ja offensichtlich der nächste Bauschritt. Und zwar Tüte 8 mit Elektroteile 5, die haben wir da herum. Die habe ich auch ausnahmsweise schon hergekriegt. Gut, so unfassbar viel sind es gar nicht. Steckerl, klar, mittel, groß, riesig und nur, es sind nur 5 Platten oder so. Ja, schauen wir mal. Vielleicht läuft das ein bisschen schneller. Aber da bauen wir mir um. Sag ich dir, was ist, mit dem wir wieder da herum hat. Dann ist die Frage, bauen wir da am offenen Herzen? Nicht wirklich. Darum, Anleitung wieder da oben. Tütel verteilen wir da. Modell, oh, ich hab's kaputt gemacht. Nein. Modell kommt da rauf. So, und wenn wir da drüber was tun müssen, können wir es an der Stelle schön dran, sehen wir einigermaßen hin, ich sehe einigermaßen hin und ich habe auf alle Fälle die Anleitung vor mir. Ja. Freunde der Sonne, jetzt wuselt wir uns eine. Wuselt wir uns einmal gemütlich eine. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen in den Chat einsteigen, ich habe jetzt eine Stunde lang nicht in den Chat gegangen. So Flucher hört sich auf Französisch scheiße, ja. Das stimmt. Einmal Verbindung, wenn jedes Teil einrastet, Level 1000. Es ist übrigens auch alles eingerastet. Mir hat selber ein wenig gewundert. So, es wackelt nichts, ist nicht irgendwie um einen schief oder irgendwie so. Wunderbar. So, ich muss jetzt da ein wenig auf die Seiten gehen. Das ist was, das brauchen wir nicht in die Kamera einhalten. Hätte ich gesagt gehabt, weil ist überhaupt nur irgendjemand da. Ich muss ja nur schnell eine wutzeln. Holt euch was zum Trinken. Gemütlich. Weißt du, wie es ist? Geht's zum Pissen, Scheißen, Wichsen. Das Wölfchen ist noch da. Die ist wirklich immer anwesend. Bin da, hallo, freilich haben wir noch da. So ist es recht. Ja, gemütlich, was derzeit heute noch? Derzeit irgendwo. Ich meine, der Abend ist ja noch jung.
Oder habt ihr euch gedacht, weißt du was, jetzt gehen wir zocken, nebenbei lassen wir einen Bürger Nippelklötze Stream laufen. Wird schon passen. Chris, merci für deinen Resub. Oh, wie viele Leute haben mich übersehen mit Donations und so? Ich mag es gar nicht wissen, wieso hören die eigentlich auch hier einen Donation-Sound aus? Schon da mal nicht, oder? Schon da mal nicht. Machen wir ihn wieder an. So. Zigaretten ist fertig dran. Selbes Spielchen wie immer. Kinder, ich bin in etwa 5 Minuten wieder da. Ich lasse einfach das Video vom letzten Mal, das wir letztes Mal schon laufen haben lassen, lasse ich weiterlaufen, wo wir stehen bleiben sind. YouTube merkt sich das ja. Wer nachher nicht mehr da ist, ist ein Popomann. Und jetzt schleichen sie sich ja nicht davon, holt euch was zum Trinken oder der was weiß ich was. Wir machen eine kurze Pause. So, wo muss ich? Da muss ich. YouTube-Video, so, ihr seht es mir jetzt nicht mehr. Ich lasse dabei das Video laufen, Küsschen aufs Nüsschen, 5 Minuten bin ich wieder da, raucht's eine und bis gleich. Okay, tschüss. Aber nicht lang, du fetter Trottel, fang an. Erstmal richte ich meine Graffe her, die ich für meine Szene brauche. Minis, Gelände, Hintergrund. Fokus ist auf dem Sergeant Castus, so heißt die Figur, der aber Necrons zerpimmelt. Damit das Beutel ein wenig Tiefe kriegt, schauen die von hinten ein wenig Vierer, links und rechts, sollen später zwar erkennbar sein, aber leicht verschwimmen mit der Tiefenschärfe. Wenn alles richtig steht, der Kamerawinkel passt, das farbige Licht, nicht zu viel, nicht zu wenig leicht, mal 10, 20 Fotos, die dann erstmal so ausschauen. Als Action-Foto gehört natürlich ein bisschen bearbeitet. Dafür importiere ich es mir erstmal in Lightroom und suche mir das aus, was mir am besten gefällt. Für Instagram brauchen wir ein quadratisches Format. Das ist jetzt fürs Video ein bisschen blöd, aber ist ja wurscht. Und dann gehe ich mir meine Presets durch, nimm was auf Anhieb brauchbar ausschaut und passe dann selber so lange an, bis mir halt gefällt. Ich korrigiere ein paar Fehler, Fusel und Klarzeug, das nicht hinpasst. Und wenn ich meine, dass ich es dann hab, kommt das dabei raus. Dass ich bei meiner absoluten Ahnungslosigkeit ein einigermaßen passables Beutel zusammenkriege, das so ausschaut, habe ich ehrlich gesagt auch nicht können sehen. Aber ganz ehrlich, das klang für mich überall hin und genauso, wie ich es habe. Dass wir jetzt die einzelnen Detailfotos von dem Ding da hinten, vorne, rechts und so weiter, das glaube ich brauchen wir uns nicht noch mehr anschauen. Weil wenn ich mir nämlich da so den Tisch anschaue, dann sehe ich da ungefähr 400 kleine Miniaturen, die alle irgendwie fotografiert werden wollen. Und irgendwie, glaube ich, ist das ein ziemlicher Grind. Aber nicht lang labern, einfach anfangen. The grind is real! Ich hab mir gedacht, als erstes alle Minis mit schwarzem Hintergrund zu fotografieren, macht am meisten Sinn und ich komme am schnellen vorwärts. Die Mieze sagt das irgendwie anders. Ich richte meine provisorische Fotobox her mit schwarzem Hintergrund und fange nach ein paar Testfotos an, dass ich eins nach dem anderen fotografiere. Manche einzeln, manche in der Gruppe. Und das tun wir jetzt die nächsten 1, 2, 8 Stunden. Halt, stopp. Stelle fest. Fotografieren, bearbeiten, fotografieren, bearbeiten, fotografieren, bearbeiten. Manchmal da, ah fuck, mit dem Licht, alles eng, keine Ahnung. Was habe ich schon, was habe ich noch nicht? Ah fuck, jetzt habe ich wieder alles umgehauen. Dieser kleine Platz ist zu klein. Darum müssen wir ein bisschen umbauen, damit es ein bisschen besser von der Hand geht, weil diese Art Fließbandarbeit, da ist einfach zu wenig Platz hier. Ich hole mir ein kleines Klapptischl, mit dem habe ich links und rechts genug Platz für die Lichter. Da kann ich mich rühren, ohne dass ich alles dreimal umhau, kann mich umdrehen und dann geht da etwas. Da kann es jetzt endlich losgehen da. Figuren abstauben, hinrichten, abfotografieren aus mehreren Richtungen. Jetzt mal einen Fokus neu einstellen. Nicht vergessen, was ich schon hab, was ich noch brauche. Am besten sogar noch zeitlich so sortiert, dass ich mich später beim Auffüllen leichter tue. Der Reihe nach, was sind die alten Minis, was haben die neuen, was haben die ganz neuen. Ach ja, und bearbeitet können sie irgendwie auch noch alle. Alle Fotos durchgehen, aussuchen, welche das passen, welche nicht, halbwegs sauber ausschneiden, leicht korrigieren und fuseln und so einen Scheiß wegmachen. Holy shit. Heiliges Kanonenrohr, Batman! Ob wir uns da nicht ein bisschen übernommen haben? Tja, das kommt offensichtlich davon, wenn man kein Skript hat, keinen Plan hat, einfach mal drauf losmacht, einfach mal die Kamera da hinstellt und schaut, wo die Reise so hingeht. Aber gut, shit happens, da lernen wir vielleicht ein wenig was draus. Aber meine ganzen alten Minis habe ich. Die einfache Variante davon mit dem schwarzen Hintergrund und das ist mir mal das Wichtigste. Meine Art Fotoalbum von meinen ganz alten Minis, die wirklich 20 Jahre und älter sind. Alles fertig. Nur die Actionbeutel dafür, die habe ich noch nicht ganz, die kriege ich einfach zeitlich nicht mehr unter bis zu dem Tag, an dem das Video erscheinen soll. Aber
die werde ich dann einfach nachmachen. Viel wichtiger ist, um das Video so ein bisschen zu einem Ende zu bringen, wo wir eigentlich hin wollten, bei einer Sache Satz noch dabei schnell. The time has come. Ist mir wurscht, ob wir alle Fotos fertig haben oder nicht. Es ist endlich Zeit, den ersten Upload zu machen. Angefangen hat alles mit meinem ersten White Dwarf Magazin im Oktober 1998. Da war eine kostenlose Figur drin, da hat mein 12-jähriges Ich gewusst, Alter, brauche ich Upload. Yeah! Halt, stopp! And all of a sudden, the motivation kicked in. The next day. Moin! Jetzt ist Sonntag in der Früh und ob ich gestern bis um, keine Ahnung, eine Nachtschicht eingelegt habe und doch noch irgendwie alles fertig gemacht habe, weiß ich nicht. Schau's dir selber an. Freunde der Sonne, das Selbstexperiment ist abgeschlossen. Das passiert also, wenn ich mich ein Wochenende lang mit diesen Dingen auseinandersetze. Ein neuer Instagram-Kanal ist geboren. Da ist natürlich immer noch nicht alles drin, währenddessen ihr das Video anschaut, mache ich wahrscheinlich gerade meine etwas neueren oder meine ganz neuen Minis und Lots auf. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß mit diesem Video. War mal was anderes. War mal was ganz anderes. Bin wieder da, halt dein Maul. So, wer ist denn da? ASMR-Time. Meta machen, Kinder. Meta machen! So, haben wir die richtige Perspektive. Die haben wir. So, fette Platten. Fette Platten. Hab nicht gewusst, dass der Mama Platten ist. Der Mama hat eine Platten. So. Dampfler schreibt, jetzt bin ich verwirrt. Warum ist er verwirrt? Warum ist der Dampfmann verwirrt? Please. Please tell me. Tell me. Tell me why. Ain't nothing gonna do. Tell me why. Alter, Bio, was hast du jetzt da? Keine Ahnung. Ja, 15 Lines Kokszung. Jetzt geht's voll ab. 4 Minuten sind wir fertig. USB-Anstecker ist, ja, weil ich mein Handy angesteckt habe. Das hat jetzt wahrscheinlich mehrere Leute verwirrt. Oh, was wir wieder da könnten ist Alexa. Alienware 4.8K Monitor Curved 144 Hertz in den Warenkorb legen. Ja, ich möchte das Black Friday Angebot in Anspruch nehmen. Nicht singen, aber mein Ohr. Ja, selber schuld. So, Meta machen. Da brauchen wir 3x4. Hammer. Ja, wursteln wir da wieder alles zusammen. Ein bisschen auseinander. Ja, das glaube ich das sind Dachziegel. War komisch blau, aber egal. Tell me why! Haben wir alles da. So, 3x4, dann brauchen wir nochmal einmal so einen langen, aber nur mit 2 Nippel drauf. Nur mit 2 Nippel. Hammer. Dann brauchen wir braun, rund, 3, 4. So, das ist gleich farbig. Das hätten wir vorher schon so mal sollen, werden wir wahrscheinlich schon zur Hälfte mit dem Abschnitt fertig. Und dann brauchen wir 8 mal braun klar. 1, 2, 4. 6. Na? 8. 2, 4, 6, 8. Und dann pimmelt man es zusammen. Zusammenstangen. Das gute Stück. Vielleicht bauen wir die kleine Sachen da, dann seht ihr auch was. Schaut nicht. Geheißen. Also Dachziegel sind bei mir nicht aus Plastik. Meine waren ziemlich lang aus Asbest. Und zwar aus purem 60er Jahre Asbest. Das war gesund. War gesunde Gaudi. Gesunde Geschichte. Sehr gut. Was bauen wir da wieder jetzt für eine lustige Wand? Weiß ich nicht. Wir werden sehen.
Ich bin ein bisschen gespannt, wie weit das wir heute kommen. Schaut ein bisschen aus wie Floß. Schnur! 60 cm lange Schnur? Alter, was soll denn da? Was ist das? What? Was diese? Das ist 15 Siemens-Knoten. Wo ist denn die Schnur? Wo ist die Schnur? Ah. Ich weiß, es gibt eine Tüte mit Stoffteilen. Achtung. Schnur. Schnur. Hast du Schnur? Das kurze Schnur. Kurze Schnur, die haben wir ja wieder da eine, weil die sind 5 Sekunden habe ich es verschmissen. Das sehe ich bis daher. Das rieche ich bis hierhin. Wundervoll. So, jetzt wird's interessant, Kinder. 60 cm ist 60 cm. Ja, what? Ja, mindestens. So. Und zwar, das halten wir jetzt da so. Und dann machen wir das genau, wie es uns gesagt wird. Snühe. Ein Stück Snühe. Snüffelsnühe. So, ja, wie weit sollten die das da durchziehen? Was weißt du nicht, Bruder? Dann geht's da wieder rein. Ja. Okay. Dann geht's da wieder auf. Ein Stück Snüffelsnühe. Dann wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso. Da hinein. Ja. Und da wieder raus. Ja. Und mitten wieder rein. Oh, falsches Ende. Ja. Wo sind wir jetzt? Dann geht's oben. Und dann da durch. Und das soll es gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Nein. Freunde, so soll das nicht hängen. Nein. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Da waren wir. Es geht da einer. Es geht dann nicht mehr nochmal zurück aus. Das ist eine Schmarre. So. 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 Oben, ja. Und dann? Das macht ja mal überhaupt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich werde jetzt das persönlich da wieder durchstecken. So. Das macht schon irgendwie mehr Sinn, aber auch nicht so hundertprozentig viel. Brauchen wir einen Knoten, bitte. Kannst du jetzt einmal so wurschteln wie mir das Ding? Ja. Kann es. Einen Schlaufenknoten, bitte. Danke. Bitte einmal die Nippel durch die Lasche ziehen oder irgendwie so. Ja. Und dann so. Oder? Nein, das ist nicht was ich mir vorgestellt habe. Zumindest nicht ganz. Jetzt warte. Und zwar war es doch toll, wenn das von der Mitte auf geht und nicht. Ich meine, das hängt halt wahrscheinlich so. Ja. Und jetzt drehen wir das da durch die Mitte und dann müssen wir eigentlich gerade. Also ein wenig Fusel. Ist voll schon drin, gell? Geht durch jetzt da. Komm. Ja, aber das Ding aufhängen können, das gibt's ja nicht.
Eventuell muss ich mir da... Ja, besser. Aber ich glaube, dass mein Schlaufenknoten ist jetzt da nicht das Richtige. Ne? Den muss ich da so festbinden und dann hängt das. Was sagt der I? Warte. Ja. Bauschritt 353. Und das, ach, das funktioniert so gar nicht. Okay. Jetzt müssen wir so zusammenbinden. Dann ist mein Knopf natürlich fett für den Arsch, aber jetzt schauen wir mal, wo das überhaupt hingehört. Das hält halt ewig und 3 Tage auf, gell? Seilrolle. Seilrolle haben wir. Seilrolle gehört da so ohne. Okay. Gehört das dann festbunden oder was? Da gehört nochmal ein Knopf. Deswegen der Knopf. Ja, das musst du mir zuerst sagen. Bist du bescheuert? Ja, gut. Achtung. Da so durch. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir einen Mist gemacht. Den Knopf kriege ich nicht mehr auf. Das probiere ich jetzt schnell ein bisschen. Wenn ich ihn aufkriege, super. Wenn ich ihn nicht aufkriege, dann lässt man das Ding dabei an der Seite liegen. Und das werden wir jetzt auch da, weil mir das jetzt blöd ist. Ich muss die Schnur noch mal aufmachen, komplett, und noch mal durchziehen, weil ich das längere Ende da oben brauche und unten können wir es eigentlich zuschnallen und dann passt's. Die haben mir da nichts dazu geschrieben, wie lang, wo das lange Ende, was ist das? What fucking construction ist das? Der mal zu den Golddinger. Hilft nicht. Ja, Pinzetten, Herr Werner, da haben Sie absolut recht. Aber die Pinzetten, die wir da normalerweise dafür haben, die ist heute nicht da, wo sie hin soll. If you know what I mean. Gut, bauen wir dabei einen Rest fertig. Das ist okay. Das passt schon. So, jetzt pass auf. Da machen wir so und so. Ach, da kann man die Schnur auch einfach einzwicken. Da muss man gar keinen Knopf nicht machen. Okay, ja, das ist auch okay. Das ist auch okay. Es hat ja keine Funktion, man kann ja nicht trozieren oder kurbeln oder sonst irgendwas. Man könnte das dann einfach so, warte mal. Ja, man könnte es festklipsen. Und das wäre mir da. Das wäre mir direkt da, weil es mir wurscht ist. Sonst liegt das Ding bloß wieder sinnlos umeinander. So, Mr. Teile Trainer, diesmal brauchen wir die. Haben wir es schon? Das Obacht. Das schnillen wir da jetzt da. Ja. Nehmen wir zuerst das Ding an. Machen wir so. Dann machen wir. Dann ist es zumindest verrammt dabei. Da so durch. Hängt halt dann dabei wegen deppert, aber das ist ja wurscht. Aber es darf von der Höhe auch ganz gut passen, weil das glaube ich da ja runden hängen soll. Also es darf schon Sinn ergeben, so ist es nicht. Ja. So, wunderbar. Ja, hängt halt da jetzt ein wenig Scheps, aber ist ja wurscht. Sag ich dir, wie es ist. Hängt ein wenig Scheps, ist aber wurscht. 354 abgeschlossen. Turning the rotor pulls the raft upwards. Verdammt. Verdammt, man könnte doch dran ziehen. Ja gut, hilft nicht. Das darf mir jetzt sauber zu lang aufhalten, da kriege ich ein Vögelchen. So, Schluss. Einmal rot und dann brauchen wir zweimal einen schwarzen Hammer
Und die können links und rechts miteinander verbunden. Jawohl, haben beieinander. Und dann kehrt die da. Seht ihr da noch irgendwas dran? Nicht, gell? Das ist jetzt ein bisschen dumm. Die haben es ein bisschen da so her. Hilft das nicht. Haben wir eh schon beim nächsten Bauschritt mit den ganzen Plagen. 6 mal 10! 6 mal 10. Einmal und ein langer. Und was ist denn das wieder? So, ja. 6 mal 12. 2, 4. 6, 8, 10, 12, jawohl. Und noch einmal 4 mal 10. 4 mal 10, jawohl. 4 mal 10. Oh ja, das kann das Dach werden. Das könnte das Dach werden. Und das wird auch das Dach. So, 3, einer, passt. 2 mal 16 ist wahrscheinlich der. Ja, haben wir schon zumindest bei einer Dachhälfte. Seht ihr da was? Ja. Und da brauchen wir einen 2 mal 10er. Ist das ein 10er? 2, 4, 6, 8, 10, nein. Ist das der 10er? Ja. So. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. Das, ja, geht jetzt nicht, aber ich bin jetzt zu faul, dass ich, oder mir ist jetzt zu blöd, dass ich den kleinen Knopf, den ich Vollgas zugezogen habe, aufgefriemelt. Das ist mir jetzt zu blöd. Das können wir ganz zum Schluss auch noch machen. Und zur Not ist auch was, da stirbt jetzt keiner, wenn das Ding da dabei. Was ein Bürgerteil, wenn's sofort Schäber sagt es, wie es ist. Nö. So, das Ding da rund haben wir gebaut. Schnell, 360. Oh ja. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt 3 Millionen kleine Details kommen. Aber gut, da werden wir uns schon durchpimmeln. Wir legen das perspektivisch richtig hin. Wunderbar. Und dann kann es auch schon losgehen. 1. Dann nehmen wir die lange Dings. Jawohl. Die kehrt da her. Dann haben wir irgendwo einen grünen Vierer. Grün 4x1 da. Nehmen wir das. Schaut gut aus. Dann haben wir einmal so ein komisches Eck. Das wird zu groß sein. Das ist alles jetzt groß. 4 Nippel oder 3? 3 Nippel bloß. Da ist. Hammer. Dann haben wir 4 mal 2 auf 1. Fliesen. Dann haben wir noch ein 1x6er. Und den Teufel. Und der gehört daher. Und er gehört daher. Und dann Bauschritt 361 abgeschlossen. Dann haben wir schon da Runden. Da geht es ihr ein bisschen zurück aus. Dort echt Anleitung da so her. Seht ihr was? Kannst du mitsuchen, wenn der langweilig ist. Ist das der richtige? Ja. Okay, das hier. Das ist jetzt da wird er nur random gefühlt zusammengesteckt. Habe ich das Gefühl? Ein bisschen aufpassen. Da wird jetzt alles mit so Details vollgeschissen, damit das doch dann am Schluss passabel ausschaut. Dann müssen wir kurz schauen. Hammer, 2-mal Hammer, jawohl. 363. Los geht's. Oh, ein hellgrünes Teil. Haben wir noch gar nicht gehabt. Hatten wir noch. Na, da geht's nicht hin. Da geht's hin. Da schaut's dann auch gleich schon wieder nach Baumzeit aus. Ein 4x10er, das wird die da sein. Kommt da und einer. Schaut stabil aus. Wunderbar.
Dann haben wir einmal 6er. Da auf 2 auf 2 Fliese. Da oben. Dann haben wir da zwar so komische Eckerl, was auch immer das darstellen soll, aber wahrscheinlich so Bladel. Haben wir. Wir haben alles. Dann haben wir noch ein 6x12er Platten. 6x12er Platten, kommt direkt da. Das wird aber ein ganz schöner Oschi von Dach da. Fix Mari, was soll denn das da hin? Heiliges Kanonenrohr Batman! Und dann noch ein 4x8er Platten. Die kehrt offensichtlich da unten rein. Sag mal, was ist denn das für eine riesengroße Fläche da? Ja, gut. Aber wir machen mal richtig Progress, Kinder. Richtig Progress. Haben wir. 2x1x12. Haben wir da. Kommt dann offensichtlich und 1x8. Ist das ein 8er? Nein. 1x8 Nippel, bitte. Ist das ein 8er? Ja. Kommt daher. Befestigt das Ding dann auch gleich ein wenig. Und ich komme daher. Jetzt geht's aber zu, du. Jetzt ist aber hier Polen offen, du. Dann haben wir noch zweimal so Flügeldinge. Sind das die großen? Nein. Das sind nicht die großen. Einmal so rum und einmal dasselbe Stickel, bloß andersrum. Na. Bauen wir es einmal hin. Das eine Hammer. Das sind schon die gleichen Teile, bloß einmal ist spiegelverkehrt alles. Muss es fast sein, ja. Hammer auch. 367. Schau hin, wie schnell, dass wir vor mir umbladeln. Das ist ein Wahnsinn. Das ist Wahnsinn über das. Achtung. Da müssen wir zuerst. Weiß ich nicht genau, wie das jetzt gehört, aber ich glaube so. So, da flache Platten, die kann er zusammenstecken. Da feiert sie nichts, gell? Da ist dieser 6er. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist kein 6er, Freunde der Sonne. Wo ist der 6er? Ist dieser 6er? Nein. 6er wo? Da herum wäre sogar der Maßstab. Da ist er. Haben wir. Dann haben wir diese komischen Spitzendinger da. Auf der Seite auch, bloß in Blau. Das haben wir gesagt so. Dann haben wir einen 4er mit 2 Nippeln. Dahin. Und dahin. Ist es jetzt ein bisschen schlecht, wegen Blau auf Blau, aber gut. Da seht ihr jetzt nicht einen Teufel, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich wieder dazu. Dann haben wir 3x1 8er. Ist das der 8er? Kann man abmessen. Jawohl. Fliese. Fliese, wundervoll. Hashtag Fliese, wundervoll. Ist ja klar, ab in den Chat, wenn ihr mitmacht, ist raus. Dann haben wir das Ding. Und dann brauchen wir zweimal einen 8er. Ist dieser 8er? Ja. Dann ist beides 8er? Ja. Bisschen umrucken, damit sie da was sehen könnt, was wieder reinpfrimmelt. Dann machen wir diesen hier. Diesen hier. Dann haben wir, das ist falsch rum. Diesen hier. Und dann haben wir dasselbe Eckstück nochmal in klein. Ja. Und jetzt wird es sofort ziemlich stabil.
Haben wir das zwei Stückel da herum. Haben wir auch. Schau hier, schon wieder nichts mehr. Halt, da fehlt noch Eck. Eva, wo? Eva, ich warne dich. Wo? Oh, halt, stopp, hast du recht. Da fehlt tatsächlich ein Eck. Da hast du recht. Zwar vollkommen. Das Eck fehlt noch. Jetzt sind wir beieinander. So. Da muss ich. Jetzt sind wir beieinander. Eva, schön aufpasst. Press F für die Eva, wenigstens eine Schatze. Weiß ich nicht, was der Rest tut. Schleudern. Ich glaube Schleudern. Bin ich fest davon überzeugt, dass ihr nur wieder am Schleudern seid. Kenne euch Pappenheimer doch. Kenne euch Pappenheimer doch. Was tat's denn sonst den ganzen Tag? Was haben wir noch? Einmal 6, einmal. Da haben wir jetzt einen Glücksgriff gelandet. 1, 2, 3. Geduld. So, jawohl. Dann brauchen wir einmal ein kleines Eck. Einmal ein kleines Eck. Du findet selber basteln, da schau hin. Ich werde auch da nicht manch einen dazu inspirieren, dass er mal was anderes tut, außer in seinen Deppenkasten reinzuschauen. Nein, der Großteil sitzt natürlich herin und schaut dem fetten Vollidioten zu, wie er einen Nippelklitz zusammensteckt. Haben wir alles. Das kleine Eckerl 3 mal 1, 2 und da gehört es noch einmal her. Da ist. Das ist das Falsche. Da ist. Stimmt das so? Ja. Eva ist aber jetzt der Kontrolleur, die muss aufpassen. Da hinten sind wir, jetzt muss ich kurz was gucken. Ja. Passt gut, dann brauchen wir den 6er. Ja. Dann brauchen wir das Eck wieder in klein. Ja, dann haben wir das. Dann brauchen wir einen 2-Ring. Dann brauchen wir das Ding. Das Ding. Hammer. 3-mal Hammer. Einmal Klarhammer. Hammer. Bauschritt. 371. Du, das geht locker von dahin. Dachel kann man öfter bauen. Da geht etwas voran. Du. Brauchen wir einen Drilling. Und einen 8er. Stauern runtergefallen. Da geht's dahin. Pam Pico. Der stimmt nicht. Eva, schaust du schon noch? Eva, so war der Deal nicht. Okay? Brauchst du mir nicht erzählen. Ja, aber dann feiert schon wieder ein Teil. Ich sag das, was ist, dann geht schon wieder irgendein Drum ab. Die zwei sind falsch rum. Schauen wir mal. Das ist jetzt wahrscheinlich auch kein. Nein, doch, geht nicht ab. Ich habe das falsche Teil hingesteckt, oder? Nein, das ist nicht das falsche Teil. Das ist nicht richtig so. Geht wieder ein Stück ab. Kruzifix. Die war jetzt zu langsam. Ist nicht so schlimm, tu dich nicht an. Da kommen wir nichts dafür, weil das andere Stückel nicht da ist. Ich brauche dasselbe mit den 3 Nippeln, mit der Schräge, aber spiegelverkehrt. Und das ist nicht da. Das ist schlichtweg nicht da. Es bringt nichts, wenn wir schauen und du nicht lest, Wachter Max. Das ist richtig. Aber braucht es auch was zum da, oder? Bei 361 habe ich was vergessen. Nö.
Nö, doch. Da hat er gut aufgepasst. Da hat er auch wieder gut aufgepasst. Das ist aber wieder ein Teil, das nicht da ist. Nämlich der da mit 2 Nippel oben drauf. Doch, da ist er. Und so viel liegt da nicht mehr umeinander, dass ich das kleine Eck nicht sehen darf. Jetzt wird es voll seltsam, gell? Dass so viele Teile nicht da sind. Das ist ein bisschen seltsam. Vielleicht liegt noch irgendwo drunter irgendwas umeinander. Da sage ich nichts. Das kann, wenn es noch auftaucht, dann merkt man es schon. So, wir merken uns. Hoppla. Wo haben wir einen Gewinn? Ne, da haben wir nicht ansatzweise Gewinn. Da haben wir Gewinn. Jetzt warte mal, da stimmt doch generell mal was überhaupt nicht. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das Teil da so unfasslich wichtig ist, aber das hilft eh nicht. Wenn ich es nicht habe, kann ich es nicht verbauen. Was soll ich machen? Schau unterm Heftel, das ist ein guter Punkt. Aber da ist nichts. Ne? Das spiegelverkehrte Ding feit. Sag ich dir, wie es ist. Und der 8er feit auch noch. Das passt. Das passt. Das kommt dann im nächsten Schritt noch und das passt. Ja. Ja, das Ding feit. Das hilft nicht. Was soll ich machen? Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Das ist jetzt ein wenig schade. Sag ich ganz ehrlich. Dann haben wir da einen 8er. Dann haben wir da noch einen 8er. Dann brauchen wir noch einen dritten 8er. Und dann brauchen wir noch einen 6er. Das ist der da. Ja. Den haben wir. Und genau, da haben jetzt die Teile, die übrig sind, das sind aber die falschen. Und das gehört daher. So. Und das Stückel da dazwischen, das feiert uns jetzt. Seht ihr sie irgendwo? Nein, 361 Dreieck, was? Ich weiß auch nicht, Herr Varia Dragon, Herrgott Bürger, schau in den Chat bitte. Wenn ich nicht in den Chat schaue, werde ich das auch nicht lesen. Lass mich dann nachschauen. Ja, tatsächlich ist das Dreieck da und das Falsche. Ich habe mich verloren. Es ist sehr interessant, dass ihr das seht. Lol. Jetzt. Früher oder später hätte ich sowieso einfach das Dreieck da oben gesteckt und das da aufheben. Also das ist irgendjemandem aufgefallen, weil. Komm, hau mir ab, du. Komm, hau mir ab, du. 3/4 in dem Chat kann keinen geraden Satz nicht schreiben. Hat er nicht gesagt, was? Und ihr wisst, dass es so ist. So, jetzt kommen dann Bäume. Bäume! So, Teile drinnen weg! Schnauze jetzt mit deiner Scheiße! 2 mit dem braunen Teufel. Dann brauchen wir ganz oft 2, 4, 6, 8, 10. So, die können jetzt irgendwie da unten ohne pimmelt. Wie auch immer die da unten ohne pimmelt kennen. Dann so invertierte 3x1 Teile. Wir posten einfach so lange, bis du es liest. Ja, das ist die richtige Einstellung. Vielleicht lese ich aber. Ich lese halt so schlecht, wie es viele von euch schreiben. Aber bei ruhigem Content und relativ, ja, in Anführungsstrichen, relativ geringer Zuschauerzahl, da weiß ich, dass die Pappenheimer von Welt nicht dabei sind. Das ist ja das, weil die schauen sie gerade, weiß ich nicht, was schauen sie sich noch. Die geben sich gerade TikTok. Verstehst? Das sind die nicht schreiben können. So, zusammennippeln.
Achtung, wie genau gehört so und so zusammengenippelt. Achtung, zusammengenippelt. Das eine zeigt nach da und das andere zeigt nach da. Ist die Position die richtige? Ich glaube schon. Moment. Und die müsste da stimmen. So, zurücknippeln. Das schaut doch richtig. Ja, nein, schaut nicht gut aus. Da müssen wir noch uns eine rücken, glaube ich. Warte. Warte, bitte. Bitte einmal warten. So. So, ne, und noch uns eine. Jetzt, glaube ich, haben wir beide. Jetzt, Money, haben wir genau benannt. Ist das, gehört das so? Ich glaube schon. So, dunkelgrüne Palme. Dunkelgrünes, na, aber das kleine wahrscheinlich. Dunkel- und hellgrünes. Dunkelgrünes einmal, hellgrünes viermal. Haben wir da. Okay. Dann drehen wir uns wieder um. Aber deswegen schreibt man auf Bayerisch, da fällt das nicht so auf. Ja, das stimmt tatsächlich auch. Da hast du absolut und vollkommen recht, aber auch nicht immer, weil der Satzbau muss trotzdem vorhanden sein. Und das fällt mir bei manchmal, vor allem an Montagen und Mittwoch, vor allem an Montagen, da haben immer die meisten Leute da, fällt mir das ganz speziell auf, dass da manche wirklich nicht in der Lage sind, einen geraden Satz zu schreiben. Und das nicht bloß so, oh ja, ich habe mich mal vertippt und so, ich meine, ich kann es schon lesen, sondern manchmal haben da Sätze, da wo ich mir denke, sag mir, Alter, bist du der, weiß ich nicht, Legasthenie-Sepp. Das ist absolut hinten vorne nicht richtig, was ich da zusammengestangelt habe. Pass auf, das gehört da so flach her. Und das Ding gehört da ohne geklipst. Ja, das ist richtig. Oh, tatsächlich. Heute aber nicht gescheit, da muss aber schon noch. Da muss aber schon noch was aufhören. 3,75, los geht's. Why say much word when few word do trick? Ja, aber manche, so kann ich es mir zumindest vorstellen, wie viel braucht man? 4 von den hellgrünen Blättern und 5 von den dunkelgrünen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Manche Daten sich ja mit Sicherheit wünschen, les, was ich geschrieben habe, les vor, sag meinen Namen, was das selbst ist. Ja. Streamer live. Und wenn ich im Voraus den Satz schon lese, mit Dingen, okay, wie viele Dudentiere haben denn da sterben müssen für den Satz? Dann werde ich ihn nicht lesen. Also ich bin selber so schockiert, so maximal schockiert davon, dass nicht anders geht. So, wie viel dunkelgrüne brauchen wir? 5. 1, 2, 3, 4. Wo geht der 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bin ich behindert? Hobby. Ach, da unten. Da unten, ans Spitzel gehört er noch rein. So, das Dach nimmt, das bunte Dach nimmt Formen an. Jetzt gehört da wieder Elektronik eingebaut. Die scheiß Fuslerei, Gruminal, Facki, Himmelfuck. Und wir das Ding, dann brauchen wir einen grünen Dreier. Ja. Das gehört irgendwie so. Und so. Und wo gehört das eingenippelt? Da und da. So. Stimmt das so? Ich glaube schon. Und dann brauchen wir jetzt das grüne Licht. Das Orange. Ja. Haben wir. Oder haben wir da noch. Jetzt haben wir halt einfach 2 grüne Lichter. Ja, 50-50 Scheiß, Kinder. 50-50 Scheiß. Die werden schon gleich lang sein. So, wird der einzige Unterschied sein. Was das ist. So, KW sollen wir da unten einer da. Okay, ist unten drin. Und dann wird es verlegt. Irgendwie so. So.
und so. Das kann man sowieso jetzt nicht verlängern, weil da wieder irgendwo kommen dann sowieso noch 5000 Sachen. So, Elektronik weg. Hammer. So, ja. Und jetzt wird es dann schon fixiert mit einem 8er, mit dem Ding und einem 1er. Wo geht der 1er hin? 1x1 in dunkelblau. Halt, stopp, dunkelgrün. Blau auf dem grünen Ding macht natürlich gar keinen Sinn. Okay. Wo geht er hin? Ja. So. Was ist denn da los? Der Öl! Lies meinen Namen! Okay, Franz, danke Franz für den Zirkel 49. Franz, du bist die Nummer 1, Franz! Merci dir. Schluss mit der Donaterei, Kruzifix nochmal. Nicht am Freitag. Nicht an Freitagen. So, 377, abgeschlossen, oder? Ja, haben wir bloß einmal. Dann haben wir den langen 8er, einen 6er und den Grünen mit Spitz. Der Grüne mit Spitz kommt da auf, oder wäre wahrscheinlich noch mehr Palme ohne kommen oder so. Nehme ich schwer an. So, der lange kommt da her. Dafür ist er dünn. Und der kurze kommt da hin. Da sieht man das Kabel am Dach. Also am Dach sieht man jetzt das Kabel überhaupt nicht. Ich hoffe, dass ich es nicht zu kurz gemacht habe, weil eigentlich soll es da rausgehen, aber es wird schon passen. Wird ihm schon passen. Jetzt wird es dann schon gleich montiert, schau dir das an. Ich bin gleich mit dem Detail fertig. Was ist los, Alter? So, das gehört da hingemacht. Kann man das dann... Okay, ja gut, dann halt das natürlich. Ja. Bist bloß wieder ein Vollidiot, Birger. Da ist ja ein Nippel drunter, mit dem man... Na, sag mal. Jetzt, mit dem man das richtig schön fixieren kann, dann ist das auch richtig stabil. Dann fallen die Dinger da nicht die ganze Zeit runter. Schöne Konstruktion, Diggi! So, Palmenblatt, da, das haben wir. Da haben wir ein dunkelgrünes und ein hellgrünes Blatt. Das hellgrüne Blatt, das verdeckt nochmal ein bisschen besser. Das verdeckt nochmal ein bisschen besser als Kabel. Und das Ding kommt, das da nicht fixiert wird, das wundert mich jetzt ein bisschen, aber gut. Ja, das schaut doch gut aus. So. Und jetzt bei so 8. Ja. Okay. Jetzt pass auf, fahren wir das mal auf die Seiten da. Jetzt wird das Gerät verheiratet. Und zwar haben wir mit da herum, ja, das seht halt nicht gescheit hin, ne? Haben wir da vorher ja so ein Scharnier eingebaut und das, glaube ich, gehört jetzt so ein wenig. Warte. Ja, das macht Sinn. Oh ja, das passt. Okay, das passt wirklich verschissen genau da rein. Leck mich am Arsch, du. Leck mich am Arsch! Und dann müsste man nur so einen schwarzen, langer schwarzen haben. Der gehört da von der anderen Seite reingestangelt. Ne? Nicht die Laternen kaputt machen, bitte. Ist schon drin. Geil, kann man das Dachel anheben zum Einschauen, oder wie? Wie cool ist das denn? Das ist ja gar nicht schlecht, weil dann komme ich später vielleicht noch zu der Rolle hin. Da komme ich mit dem Finger rein. Das ist ja cool. Wobei wir noch nicht wissen, ob da noch zugemacht wird. So, im Ganzen zeige ich es euch dann, wenn wir fertig sind.
So, und dann geht's angesteckt in den zweiten Slot von, ja, passt genau. Ich glaube genau eine. Schauen, wenn ich richtig rum hab. Da muss ich wieder nicht dahin gehen, sonst sehe ich dann einen Scheißdreck. Bitch! Oh, dann. Oh, das ist schon sehr fuselig. Mein Kruzifix. Mhm. Ja. Ist drin. Nice. Für was aber der zweite Stecker da drin ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber das wird schon noch kommen. Da kommt ja noch was drauf. Aber ansonsten macht es einen sehr geraden, stabilen Eindruck. Das da gehört vielleicht ein bisschen noch verstärkt, wie auch immer das nachher passiert. Aber man kann echt das aufklappen. Das ist cool. Das gefällt mir gut. Kann man später nämlich einfach auch noch reinschauen. Was müssten wir mit einem langen Schwarzen reinrennen, Stefan? Oh, deine Donation habe ich gesehen vor 10 Minuten. Shitshock, das heißt Shitshot! Grüß mir jetzt wieder ein Resub. Übrigens vor einer Stunde, Terry, alter Nachschau-Squad, grüßt Fluffy Cat, danke dir nochmal, Stefan. Wird nur in Feiertagsstreams ab 14 Uhr akzeptiert. Ja, ich war vorher auch schon da. Okay. Es tut mir sehr leid, falls ich irgendwelche Donations übersehen habe. Vielleicht merkt man es, ich bin da relativ abgelenkt. Jetzt schieben wir das ganze Konstrukt wieder da auf. Unsere Leo-Stornl, der wir da so her. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt noch bauen, aber wahrscheinlich so ein kleines Vordach für den Kurbelaufzug, nehme ich mal schwer an. Und dann haben wir mir die 8 Tüten eigentlich schon wieder fertig. Sage ich dir, wie es ist. Ja, umdrehen. Sieht so aus. Wunderbar. So, jetzt kommt das Gedöns noch dazu. Das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt schnell gegangen. Das gefällt mir gut. Das ist jetzt schön schnell von der Hand runter gedüdelt. Okay, bin gespannt, was das wird. Achtung, Pop, Achtung. Achtung, Pop, Achtung. Okay, Hammer. Dann brauchen wir das Ding. Ich darf jetzt auch wieder mit den Teilen langsam. Schnell, stopp. Schneller zum Finden werden, nehme ich an. Jetzt müssen wir wieder so ein Eckel. Das Dreieck, nein, mit 2 Nipplers bloß. Dann ist das Ding. Gehört das da hin und ein blauer Arme 1 gehört da unten rein. Okay, Bauschritt 385 abgeschlossen. Haben wir einen langen blauer. Zur Stabilisierung. Wieder das schräge Ding. Da sind wir übrigens. Dann haben wir nochmal so ein schräges Ding. Das gehört da unter so eine. Und ein kleines schräges Ding. Stopp, das ist falsch rum. Das ist das Richtige. Nein, das ist auch nicht. Bin ich schon wieder behindert? Nein. Das haben wir. Dann kommt da unten irgendwie auch so ein Klappenmechanismus rein. Der gehört da hin. Ja. Und dann gehört das Ding. Da so her. Und dann kann man es nicht biegen. Okay. Gratuliere. Gratulationi. Es ist aber auch total falsch, was ich da mache, weil ich schon wieder umeinander wurstelt wie ein Vollidiot. So geht's. Wunderbar. So, selbes Ding nochmal bauen offensichtlich. Zip. Aber wahrscheinlich wieder genau spielverkehrt, hä? Muss das eine überstehen? Ja. Bitte nur einen überstehen. Dankeschön. Ein blauer Einser. Na, ein blauer Zweier. Blauer Zweier drauf. Blauer Zweier drunter. Wunderschön. Dann haben wir zweimal das Ding. Ja, es hat schon eine leicht andere Konstruktion.
Das sind leicht andere Teile. Okay. Zweimal haben wir. Dann brauchen wir den langen flachen, um das abzuschließen. Jawohl. Dann kommen die anderen zwei kleine Ecken dazu. Der eine von oben, der andere von unten. Haben wir. Und dann kommt derselbe Klappmechanismus nochmal auf die andere Seite wahrscheinlich. Nehme ich schwerstens an. Ja. Na? Wollen Sie wohl reingehen? Ja. Jetzt haben wir da so ein Spitzteil gebaut, sehe ich das richtig? Und das kommt wahrscheinlich über das drum da halt drauf. Jetzt kommen ein paar so Einzelteile. Ganz seltsame. Ich weiß nicht, was das ist. Das schaut ein bisschen aus wie ein Holzbein von einer Lego-Figur. Ein runder Einser kommt oben drauf. Dann brauchen wir einen braunen Toppe. Na, jetzt geht's aber dahin, hä? Leg mir am Arsch. Jetzt werden die Meter wieder reingeholt. Oh, coole Konstruktion. Da darf ich selber niemals draufkommen, wie man so ein Spitzdachel so baut. Nie fucking mals. Wie viele Sets muss man zusammenbauen, dass man da draufkommt? Oh, wir haben wieder Elektronik. Elektronik. Was brauchen wir? Das einfache Braune. Ja. Machen wir zu. Zwirbelt man auf. Wunderbar. Lasst mal ein Like da für den Bürger. Herr Sneef, da hast du absolut die Situation erkannt. So, und jetzt gehört das Ding irgendwie eingebaut. Wie zur Hölle gehört es eingebaut? So nicht. So. So gehört es eingebaut. Und das Kabel geht nach hinten weg. Und zwischen dem Giebel von dem Dachel durch. Das kriegen wir hin. Jetzt mal so wacht. Ich versuche es. Seht ihr da irgendwie grob was? Ja, rechts oben im Eck. Seht man es schon ein bisschen. Jetzt friemelt man das erst einmal da rein. So. Warte mal. Dann kann ich das aufmachen. Und wenn man das jetzt da so. Wie soll ich es denn machen? Ich weiß auch nicht, wie genau Kerzen. Das muss schon ziemlich genau abschließen, ich sehe schon. Weiter hinten geht es nicht, sondern bloß so. Dann kann man es doch nicht aufklappen, kann das sein? Das kann ich niemals aufklappen. Also niemals. Niemals. Muss ich es doch zuklappen. Ah, nicht kaputt machen. Jetzt haben wir was aufgehackt. Ja, haben wir schon wieder. Aber das passt schon. Zuklappen. Ja. Jetzt haben wir die Scheißen da, Kruzifix. Jetzt. Schade. Das hätte mich eigentlich schon gefreut, wenn man das zuklappen kann. Muss ich sagen. Jetzt hat es ein bisschen Spannung. Jetzt dreht sich das Dach da oben überhaupt nicht mehr. Das sitzt da bombenfest, sitzt auf zwei Nippel, einer dahinter, einer vorn. Bloß an die Rolle komme ich nie wieder ohne. Und ich frage mich auch, wie zur Hölle soll ich denn an dieser Rolle dran, wenn ich mit dem Finger nicht hinkomme. Aber gut. Ja, gut. So, Pinzetterich, blabbeldi blubbeldi, gehört jetzt da irgendwo umeinander gepoppelt. Das ist wahrscheinlich relativ wurscht, wo das Kabel da umeinander geht. Das gehört auf alle. Das ist sehr kurz. Müssen wir es da durchwursteln. Ja, da geht's dann schon. Das machen wir jetzt so. Und wo gehört das hin? Ins ganz Rechte. Okay, da muss ich euch jetzt schnell ein wenig auf die Seiten da. Weil jetzt wird es langsam sehr, sehr, sehr pfriemelig.
ist schon fort. Nein, ist es nicht. Okay. Ich glaube, das ist also ein Steh, da sagt man dann nicht mehr so hundertprozentig hin. Sag ich dir. Sagt der ich, wie es ist. Jetzt pass auf. Nicht da umschirmen. Jetzt muss ich dann meine Warhammer-Pinzetten halten. Tatsächlich ist die Pinzette, die wir tatsächlich brauchen, ist auch da. Jetzt pass auf. Machen wir jetzt so. So. Ja. Na. Chill die Kniescheibe, kriegen wir schon. Da haben wir schon Fuseliger. Ja, passt, ist schon drin. Da haben wir mir schon Fuseliger Sachen zusammengebaut, Kinder. Da tun sie sich mal nicht hinunter. So, nächster Bauschritt. Oh, jetzt kommt wieder irgendein narischer Pfosten. Mit dem Zeug da. Pfosten, zweimal Pfosten. Einmal einen kurzen. Zweimal einen langen. Das heißt, der kommt da so drauf. Dann kommt er so drauf. Dann kommt das Ding da so um, da so eine. Und wieso muss ich das Zusammenstück ganz zusammenfahren? Das macht einmal überhaupt gar keinen Sinn. Ist das zur weiteren Verstärkung? Keine Ahnung. Na gut. Bringt das was? Und wenn? Ja, bringt was. Wieder was gelernt. So, jetzt kommen die nächsten Kurbeldinge. Kurbelding. Kurbelding. Dann kehrt. Nö, falsch rum. So. Dann kehrt Arsch an Arsch vom Kurbelding. Und kehrt schwarzer Pümpelmann. Schwarzer Pümpelmann. Dann kehrt eine Runde. 2x2 und 2x2 drauf. Ja. Dann kriegt er oben einen runden Deckel. Nein, vorher kriegt er nochmal einen runden 2x2 drauf. Jawohl. Jawohl. Und unten wieder einen kurzen Pümpelmann. Hashtag Pümpelmann. Und das kommt dann da oben. Oh, das schaut ein bisschen nach Mast aus, hä? Das schaut ein bisschen nach Mast aus, würde ich sagen. Schaut ein bisschen nach Masten aus. Wir werden sehen. Nehmen wir mal auf die Habenseite. Dann ähnliches Konstrukt erneut. Zweimal den runden Hami. Zweimal den runden Hami. Und dann haben wir einmal ein 1 auf 2 Brick. Dann haben wir einmal ein 1x1 Brick mit Nippel nach vorn und einmal ohne. Schaut dann so aus und vorn wieder einen schwarzen Pümpelmann. Und dann oben zusammengesteckt. Ja, das schaut schwer nach Mast aus da irgendwo. Ja gut, so kann man natürlich das Modell auch künstlich hoch machen. Aber gut. So, jetzt brauchen wir das Ding 2, 4, 6 Mal. Das Ding brauchen wir 4 Mal. Jetzt ist eh nicht mehr viel übrig. Das Ding brauchen wir 4 Mal. Und braune Stickerl brauchen wir 2. Und blaue Stickerl brauchen wir 4. Eigentlich, wenn ich die Sachen weggekehrt hätte, die wir nicht brauchen, dann wäre es schneller gegangen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Birger, da haben Sie sich wieder etwas Arbeit eingespart. So, das da müssen wir 2 Mal bauen, sehe ich das richtig? Oh, ich habe ein paar Katzen mit eingebaut.
ein bisschen Plötze mit verbaut. Warum nicht? Plötze kann man überall mit einbauen. Wird es automatisch gut. Oh, ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, wo die Licher hinstehen. Dann sehe ich das richtig. Ja. Und zwar nämlich einmal Seiten versetzt und einmal nicht. Also einmal zeigen die Licher nach oben und einmal zur Seite. Zack, zack. Was ist denn eigentlich das da? Müssen wir so machen. So. Und da den brauner Kackstift rein. Brauner Kackstift. Den von hinten. Also so. Zack, zack. Und das müssen wir zweimal bauen. Okay. Den brauner. Und so. Und dann schauen wir. So. Der ist richtig. Und der ist auch richtig. Und dann kehrt vorn wieder. Der Quer. Und das Ding eine. Ich weiß nicht, was wir da genau bauen. Warum kann man das nicht in einen Armstickel gießen? Ich verstehe es nicht, aber wird schon alles seine Richtigkeit haben. Dann. Der Alex aus merci für die 599. Was habe ich verpasst? Was hast du schon als Bauteil? Klemmbausteine? Ja, nicht das Lego übersteuerter Scheiß. Es ist kein Lego. Es ist, ich habe schon wieder mittlerweile vergessen, wie es heißt. Achtung. Funhole ist die Marke. Ist kein Lego, selbstverständlich nicht. Hallo, was meinst du, wo wir sind? Was ist mit dir? Das ist der Adler heißt. Adler heißt. Die wir jetzt bauen. Da auf der Seite sind wir. Ich zeig's gleich her, was wir alles gebaut haben. Und dann müsst ihr erstmal den Like-Button smashen, wenn wir Tüte 9 noch verbauen sollen. Sollen wir Tüte 9 noch verbauen? Was sagt ihr? Wie schaut's aus? Weiß auch nicht, Kinder? Hallo? Kann jemand was sagen? Sagt da jemand was? Oh, schön, was bauen wir? Ja, da kommt jetzt noch ein Segel ohne, oder? Bruder, da kommt ein Segel dran. Eine LED kommt auch noch ohne, oder was? 14, 30 cm. Zweimal braun. Oh, das kann sich hingehen. Das heißt, das Ding wird dann irgendwie so. Ja, verstehe schon. Und dann auch nochmal 2 Lichter dran. Alex, merci dir für deine Donation. Mag auch einen Glühwein. Wir haben Zeit. Ich werde jetzt dann erst einmal einen Blick ins Discord werfen. Wir spätestens 8:45, da wird noch keiner da sein. Nehme ich schwerstens an. Aber gut, jetzt reden wir mal nicht vom Hintern, vom Fodern. So, jetzt pass auf, wir müssen jetzt das da anständig verkabeln. Wenn das so da liegt, machen wir mal so. Dann kommt das äußere Licht, das äußere Licht, kommt mit dem. Das kann man da gar nicht einstöpseln. Doch, kann man schon, passt schon. Noch ein bisschen dran, damit das Kabel sich da nicht zwickt. Aber gut, das zwickt sich. Es zwickt sich ohnehin nicht. Passt. Passt. Und dann geht das Kabel. Hoppla. Geht so weg, weil es wurscht, ist absolut symmetrisch. Und das geht dann wieder zurück aus. Jetzt pass auf. Und dann wird das unten, da wo der Mast eingesteckt wird. Die Frage ist jetzt bloß, wenn man da vorne ja irgendwo einen Nippel, der irgendwo hinsteht, das merkt man dann schon. Das muss nicht wieder spielverkehrt machen, bitteschön. Aber schon. Ist schon um der Teufel. Kabel ist verlegt und hängt dann weg. So, jetzt ist die Frage, wo zur Hölle? Und dann müssen wir mal dran, wo zur Hölle gehört der Mast hingepflanzt? Da wo der Zipfel aussteht. Zipfel. Zipfel. So, seht ihr was? Müsste schon einsehen, ich meine, der Mast ist eigentlich schon ganz geil. Jetzt mal so 8, so, Sachsen, Dixon. Ja.
ist da und das Kabel geht unten durch. Ah, der ist vielleicht schon ein wenig wackelig, gell? Also der Mastenteufel ist schon ein wenig ein wackeliger Heime. Tun Sie sich nicht hinunter, der wackelt schon ein wenig. So, Pinzettel haben wir da, ziehen wir das Kabel hindurch. Grüß Gott. Wo geht's hin? In den vorletzten Slot. Und das war jetzt auch die letzte Tüte. Warte, zumindest für jetzt gerade. Das machen wir dann. Bereiten Sie sich mental darauf vor. Wir machen jetzt dann noch mal eine kleine Pause. Gehe ich eine rauchen. Geht's ihr eine rauchen. Und dann, glaube ich, habe ich gute Lust. Ist drin, das ging schnell. Das war jetzt schnell, Tüten, da waren wir jetzt echt schnell unterwegs. Achtung! Für die Leute, die vielleicht gerade zugeschaltet haben, da schalten wir mir doch einmal ganz kurz das hier um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere die Front. Und unser bisschen kaputte Seilbahn da, die, warte nicht, die hinge dabei da ein, da, warte. Kann ich da, vielleicht kann ich es richten dabei. Ja, so schlimm schaut es gar nicht aus. Die richte ich halt dabei. Achtung. Schon ganz geil. Jetzt zeige ich euch noch was. Achtung. Kostet bloß wieder einen Haufen Zeit, aber ist ja wurscht. Achtung. Oh. Schon ganz geil. Hängen ein paar Fusel. Achtung, machen wir von da. Dann weiter Zuckers. Was er sagt. Und dann von da. Da ist jetzt natürlich noch alles oft. Da kommt jetzt wahrscheinlich, machen wir jetzt dann gleich die zweite Haushälften und dann wird noch ein bisschen was dazu bauen und so und dann sind wir fertig. Die Frage ist nur noch, wie sich das da unten verbindet. Ja, da unten feiert irgendwo eine Platine. Die ganzen Kabel, ich meine, das ganze Unterding ist ja auch beleuchtet. Aber es leicht momentan nur das obere Stockwerk. Unten sind ja noch mehr LEDs verbaut wie herum. Schon ganz cool. Das glaube ich, macht sie wirklich, also ich meine, ich habe es kaputt gemacht, macht sie, glaube ich, wirklich ganz nett. Im Regal, Kinder. So, das Video von vorher war fertig. Was schauen wir uns da noch? Ich weiß, was ich her tue. Ich weiß, nein, da wird wieder mein Stream. Die einzelnen Details. Stopp! Leute, wir machen mal ein kurzes Päuschen. Ich komme, wer dann weg ist selber schuld. Ich komme wieder. Ich wurzel mir jetzt eine, hol mir was zum Trinken, gehe mal bieseln, gemütlich, kann ein bisschen länger dauern, mal 5 Minuten, vielleicht 6 oder 7. Schauen wir uns so dabei. Aber ja, ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was ihm gut ist. Und zwar, pass auf, haben wir nicht eine How-To-Playlist? Tu mal meinen Kanal her. Tu mal hier hin. Oh, weißt du, was auch nicht schaut? Weißt du, was auch nicht schaut? Das lassen wir drin. Pass auf, nehmen wir Kruzifixen. Nehmen wir Kruzifix-Playlist, alle wieder geben, das hört sich gut an. Das hört sich doch gut an. Ich hätte auch mal wieder gesagt, wir streamen seit Juli nicht mehr auf Twitch. Warum? Warum tun wir das nicht, Kinder? Weil Twitch geistig behindert ist. Umschalten, YouTube-Video, jawohl. So, Freunde der Sonne, ein kurzes Päuschen. Ich komme zwischen 5 und 7 Minuten wieder. Holt euch was zum Trinken, geht's schleudern, geht's scheißen, geht's pissen, keine Ahnung. Was auch immer jetzt ist, ist mir scheißegal. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Habe die Ehre, hier bin's, der Birger. Weißt du, da bin ich einmal eine Woche lang im Urlaub, dann hocke ich mir da her, zu sich gemütlich an meinem Kaffeeschall. Und dann lese ich das. Ab dem 1. Juli 2023 sollen folgende Änderungen bei Twitch in Kraft treten. Es dürfen keine eigens erstellten Werbungen oder andere Clips eingeblendet werden. Der Streamer darf keine Banner einblenden, die Werbung für ein Produkt machen. Audioanzeigen wie von Spotify oder Apple Music sind nicht gestattet. Logos im Stream der beworbenen Firmen dürfen nur noch 3% der Bildschirmgröße einnehmen. Achtung, Quizfrage!
Wie weit muss das anzugtragende Arschloch von seinem eigenen Produkt weg sein, dass an sich ein Scheißdreck entscheidet? 3% vom Bildschirm, wie soll das laufen? Hab ich die miteinander? Hey, ich hab neue Merch im Shop, T-Shirts mit einem richtig geilen Motiv. Voll geil, oder? Wie, was für T-Shirt? Ja, das passt jetzt auf alle Fälle gut zum letzten Move, da Streamer seit einer Zeit nur noch 50% anstatt 70% vom bezahlten Subscriptions kriegen. Daher jetzt manch ahnungslosen Trottel schon? Weiß jetzt auch nicht, was du sagst, wenn dein Chef zu dir einer rumpelt und... Hey, Birger, hab ich dir? Hast du kurz Zeit? Ja, freilich, was ist? Jetzt muss ich dir erst einmal einen riesen Drum Lob aussprechen. Du hast die letzten Wochen wirklich volle Kanone reingedroschen. Du bist ein ganz wichtiger Teil von dieser Firma und wir wissen nicht, was wir ohne dich tun werden. Oh, merci dir. Aber wenn du jetzt gerade da bist, du schaust uns mit unserem Termin aus. Kann man uns jetzt endlich einmal über das Gehalt unterhalten? Ja, freilich machen wir das. Deswegen bin ich ja da und dein neuer Arbeitstag, den hab ich auch dabei. Da schon her. So, schnell gehen wir jetzt. Merci. Ja, da steht aber, dass ich 20% weniger krieg. Ja, aber dafür habe ich ja schon einmal unterschrieben für dich. Da möchte ich dich sehen, du Suppenkasperl, du Trauriger! Twitchs offizielles Statement ist übrigens, dass jetzt einfach 4 bis 5 Werbeeinblendungen mehrer während dem Stream einscheißen sollen. Ach, das musst du so sehen. Wir sind ja keine Firma, wir sind eine Familie, Birger. Wir halten mal zusammen, wenn es drauf ankommt. Du machst halt 4-5 Überstunden am Tag. Das ist ja noch nicht alles. Wenn du die nächsten Monate richtig einhaust, richtig Gas gibst, dann kann sich der Chef zu seiner 3000 Hektar Villa nur die Insel kaufen, auf der es steht. Was? Was? Ja! Alles für die Familie! Freilich kannst du mitfahren und zum Geburtstag kriegst du einen Tankgutschein, aber auch bloß, weil er von der Steuer absetzen kann, der Knicker, die Huren, der Knickere! Ui, Applauströte! Aber das war auch noch nicht alles. Ein Streamer muss Gebühren zahlen, wenn er vom Monetarisierungsprogramm, also Affiliate- oder Partnerstatus, befreit wird. $25. Und Twitch zahlt nicht mehr alle 30 Tage aus, sondern alle 45. Tu dich nicht runter. Ich höre euch immer noch. Also gut, passt, geh, legst mir's dann in den Tableau, gell? Na, halt das! Eins noch, die Lohntüten gibt's jetzt auch bloß noch alle 1,5 Monate. Aber Alter, ich muss Miete, Auto, Internet, Netflix, Handy zahlen und was zum Fressen war auch nicht schlecht. Familie! Ja, so wird man das nicht hinhauen, weißt du was? Da, Kündigung kannst du haben. Was? Ja, da krieg ich dann bitte 25 € von dir. Zugegeben, Twitch ist schon ein bisschen zurückgerudert und ändert da vielleicht noch ein bisschen was. Heute noch der Ahnung, dass ich Fotzenhaufen-Typ. Ich war nie Twitch-Partner, wollte nie Twitch-Partner sein und hab noch nie ein Sponsoring angenommen. Und Angebote gab's viele. Weil ich selten ein krasses Paradebeispiel für eine geldgierige Hurenscheiße gesehen hab, wie das hier. Außer vielleicht in der Hot Tubs Kategorie auf Kick. Außerdem haben wir nur einen Punkt, der mich und euch sehr wohl betrifft. Alle Streamer, egal ob Affiliate oder Partner, dürfen nicht parallel auf mehreren Plattformen live gehen. Die meisten wissen sehr, ich streame seit Jahren jede Woche, Montag und Mittwoch ab 20 Uhr auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ist nun vorbei! Ab sofort gibt's Livestreams nur noch auf YouTube, nicht mehr auf Twitch. Darum Glocken aktivieren, Abo dalassen, weiß der wie es ist. So hätten sie Alternativen zu Twitch entwickeln, dann werden wir uns die gegebenenfalls anschauen. Meine liebsten Twitch-Ultras und die es nur werden wollten. Es tut mir wirklich unfassbar leid, ich kann nichts dafür. Ich bedanke mich für die letzten 5 Jahre auf Twitch und ich ziehe ein letztes Mal meinen imaginären Hut. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen und ich hoffe sehr, ich sehe euch auf YouTube weiterhin. Dankeschön! Los! So, nicht Schleime, weil sonst der Octagon auf die Tastatur erscheißt, wenn ich noch weiter durch die AGB scroll. Zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Wir singen Anzugtag der Arschlöcher, ole! Wir singen Anzugtag der Arschlöcher, ole! Wir singen anzugtragende Arschlöcher, anzugtragende Arschlöcher, anzugtragende Arschlöcher, ole!
schon lange nicht mehr gesagt. Habe die Ehre, Evans, der Bierger. Tja, sitze ich heute wieder einmal so da, zudel gemütlich an meinen Kaffee, ne? Bin ich wieder da? Was ist das? Hallo? So, wieder da, Pause ist auch noch. Unfassbar! Wenn sie sagen, wir müssen und es machst nur du, dieses Wir, fuck you, an der Unfassbar gibt's nur was? An der Unfassbar, Oleg Sprengi. Oleg Sprengi. Sprengi! Muss ich schnell in Discord einschauen? Achtung, Discord! Keine alte Nudel online! Passt schon! Stündel geht noch! Du, Stündel geht noch! Stündel geht noch! Kinder, geht noch Stündel? Ist nicht überhaupt irgendjemand da? Keine Ahnung. Da unfassbar gibt's keine Flasche mehr. Okay, komm halt durch dein Maul. So! Wir pimmeln nicht lang rum. Irgendwann wie narrisch. Irgendwann wie narrisch mit dem Trottel. Ich sag das, wie es ist. Oh mei, oh mei. Oh mei, oh mei. So, jetzt pass auf. Du, waren wir noch gar nicht fertig. Jetzt pass mir auf. Da steht uns an. Rotate the mast once and wrap the light wire around it. This makes a lot of sense. Da waren wir noch gar nicht fertig, Kinder. Da waren wir noch gar nicht fertig. Wir können quasi, jetzt pass mir auf, das habe ich mir schon gedacht, deswegen haben die Schlitzdoser da. Oh, da hat sich jemand tatsächlich was dabei gedacht. Ja, bist du deppert, sag. Bist du bitte deppert? Ja, schau hier. Nice. 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 Sie haben nichts davon gesehen, das ist mir aber wurscht. So, jetzt passen wir Obacht, so wirklich ganz fertig waren wir tatsächlich noch nicht, weil da drin, jetzt habe ich es verstanden, da kommen die Kabin alle. Für das waren die zwei Standal da. Da kann man die Kabin alle fixieren, aber ich sag da was. Das wird nichts. Die haben alle so auf Zug, dass wenn ich das jetzt da ohne fixiere, jetzt passen wir auf, dass wenn ich das jetzt da ohne fixiere, seht jetzt ihr leider Gottes auch einen Scheißdreck, aber ich probier's einmal. Na, keine Chance. Keine Chance. Na, keine Chance. Da fällt mir jetzt 400.000 Mal, fällt mir jetzt da der Stor runter und ich reiß ich mache irgendeine Kabel kaputt. Das garantiere ich dir. Da mache ich nur ein Kabel kaputt. Das lassen wir schön sein. Außerdem haben die da drin so krass auf Zug, dass man es nicht sagt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir wurscht. Die haben quasi nicht vorhanden. Sag ich dir, wie es ist. Passt schon. Weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Passt schon. Das sind keine Kabel, das ist die Takelage. Was? Habe ich schon gesagt, ich bin dagegen einfach so. Mr. Fox, mir klar, generell ja. Darauf basiert mein ganzer YouTube-Kanal. So, jetzt aber. Backerl 9! Bürger, nicht lang schmerzen, bitte, danke. Machen Sie bitte die Tür. Oh. Achtung, jetzt müssen wir erst einmal wieder das Mikrofon fixieren, weil das pimmelt schon wieder umeinander wie ein Stückel Scheiße. It's so satisfying. Satisfying as fuck. Das schaut eigentlich auch nicht nach viel Teile aus. Das schaut jetzt, ja gut, das ist halt wieder, das ist das andere Dach. Das ist das andere Dach. Das ist die Niner-Tüten, die wir letztes Mal schon aus Versehen aufgerissen haben, weil wir gemeint haben, es ist die 6er-Tüten. Da war er wieder blind. Der fette Trottel aus dem Internet. Da war er wieder blind. Verteilen wir da so ein bisschen her, weil warum nicht? Und das schütten wir da so her. Das schauen wir auch, dass ja nichts mehr drin ist. Ein einziges Teil ist im ganzen Setup gegangen. Das ist da bin ich mir sicher, das habe ich nirgendwo aus Versehen woanders hingebaut. Da bin ich mir fast sicher. So, selbes feit doch schon wieder was. Sicherlich feit da schon wieder was. Ein bisschen da rumfahren, da rumfahren. Da feit. Die schönsten Tüten, die sie am schönsten noch hat, feit noch.
Hey, ja. Stündel geht schon noch. Ein Stündel geht ihm schon noch. Tu dich nicht runter. Tu dich nicht runter. So, Achtung. Meter machen. Und zwar wie die Sau. Da brauchen wir jetzt das Ding. Und das Ding stipselt man so zusammen. Dann kommt das schon auf beide Seiten ein. Da brauchen wir das da. Und einen blauen Stopsel. Da gibt es bloß einen. Jawohl. Wir sind mal. Na, halt, stopp, andersrum. Wir haben auch direkt. Ja, passt. Das müsst jetzt ihr nicht unbedingt sehen, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Ich hätte gesagt gehabt. Fangen wir mal die wichtigen Fragen in den Haufen rein. Schaut eigentlich noch irgendjemand das Drachengame an? Befasst sich noch irgendjemand mit dem Träger? Jetzt mir allen ernst, da muss jetzt keiner irgendwie, keine Ahnung. Ja gut, ein bisschen schauen muss man sich schon. 8 mal 16. 1 mal 8. Passt. Befasst sich noch irgendjemand mit dem Träger? Das würde mich interessieren. Kannst du auch 2 machen. Warte mal. Der Philipp schreibt schon mit Nein. Oder es war jetzt natürlich interessant von Leuten, die sich vielleicht schon einmal damit befasst haben, die sich die Scheiße schon einmal gegeben haben. Und wie schlecht mittlerweile die Hater-Kanäle sind und wie heuchlerisch ich finde, und das sage ich wirklich aus Überzeugung. Ja, gut, es konnte auch ziemlich schnell einen ziemlichen Haufen Scheiße einhandeln, da bin ich mir natürlich auch bewusst darüber. Am Ende, so wie es jetzt gerade ist, hat der Träger recht. Vorgeführt von einem Sonderschüler. Und was warst du und dein Kanal ohne mich? Ich kann es leider nicht anders sagen. Ich kann es leider nicht anders sagen. Es ist jeden Tag dieselbe Scheiße. Es wird, oh ja, war er auf TikTok und dann hat er das gesagt und nee, Drachenlord, das kannst du so nicht sagen. Das ist so richtig unterirdisch schlecht. Steffi sagt, nope, ist zu fad geworden. Das ist genau auch mein Grund, weil man wirklich denkt, es ist jeden Tag dieselbe Scheiße. Und was manch ein Hater-Kanal, der immer so auf die Super-Ehre gepocht hat, der hat natürlich nicht die Worte benutzt, aber sie haben so getan. Ah, ich bin so krass die Caritas und ich spende das ganze Werbeeinnahmengeld, das spende ich da hin und keine Ahnung was alles. Und macht Millionen von Klicks, Alter. Also richtig hart. Und auf der einen Seite kann ich das verstehen. Ja? Ich konnte es verstehen. Ich meine, ich habe es mir ja auch geschaut und auch nicht gerade wenig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Darum, ich kenne alles aus dem Drachen-Game. Alles, fucking everything. Aber eben im letzten halben Jahr so grob nicht mehr. Warum? Weil es immer dieselbe lahme Scheiße ist, der Typ labert jeden Tag das Gleiche, etc. Und ich rede nicht vom Drachenlord. Der labert schon seit 5 Jahren jeden Tag dieselbe Scheiße. Geht um den Buttergolem und hat rumgeschrien, nope, ist zu fad geworden, ich war aber nur leicht drin, er ist ungewohnt, selbst reflektiert seit neuestem. Ja, ist er? Das ist ein 8er. Können wir nicht brauchen. Moment, muss ich kurz aufpassen. Ja, das habe ich schon nicht mehr mitgekriegt. Also wenn er wirklich ungewohnt selbstreflektiert tatsächlich sein sollte, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich glaube, das haben wir. Dann brauchen wir dreimal ein 8er. 1, 2, 3. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Es war halt einfach nur irgendwie lustig zum Anschauen, wie er noch in seiner Scheißbude gewohnt hat. Und da Leute waren und dann seine Ausraster und so. Und ich habe auch das Gefühl, dass seine Ausraster weniger geworden sind. Ein 4er. So in der letzten Zeit und so. Und dann ist es einfach fad geworden. Und zwar Schweinehöllenfahrt. Hammer.
Passt. Dann bauen wir den langen Teufel. Oh, müssen wir wieder ein komplett neues Konstrukt machen. 1x12. Bisschen schaue ich schon noch, jetzt mischt der ich hätte jetzt von da aus gelesen, Herr Devil Driver hätte gelesen, dass das Schmecke. Hey, wer soll das Schmecke? Das Solmecke. Ja, das tut er auch schon länger. Ich glaube, der Solmecke tut da auch schon länger umeinander. Sie holen sie alle ihre Klicks vom dicken Mann aus dem Internet. Leider nicht von mir, bin auch der dicke Mann, aber weiß ich, was es ist. Auf, da gehen jetzt noch 5 aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Brauchen wir 2 verblocken. Das ist die da. Und das finde ich schon sehr dreist. Ja. Das ist, da hat man sich eine Community aufgebaut, wartet den Zeitpunkt ab und du hast richtig schön zuschauen können, wie man langsam aber sicher in die Monetarisierung hineinschlittert, ohne und immer wieder antestet, so, was kann ich mir erlauben, was kann ich mir nicht erlauben, lalelu, und den ganzen, oh, jetzt habe ich wieder Kacke gemacht. Und auf einmal gibt es dann doch einen Merchandise-Shop und auf einmal gibt es dann doch das und lauter so Sachen. Und das ist was, das hasse ich sehr, weil ich nämlich da sehr wohl, ich meine, die meisten darin wissen es, sehr wohl sehr viel Wert drauf lege, wenn ich sage, es wird hier drin niemals Werbung, irgendwelche Sponsorings geben, die nicht passen. Das ist einfach irgendwelche willkürliche Scheiße. Und ich bin mir 100%ig sicher, ich kenne euch, wenn ich das Raid Shadow Legends Sponsoring angenommen hätte, dass wir die wenigsten da herin wirklich ernsthaft best gewesen warten, sondern sie sagen, weißt du was, Gunst, dann nimm's mit, ist doch eh scheißegal. Oder? Bin ich mir sicher. Als Beispiel. Dann haben wir mal über das Holy Sponsoring geredet. Da war ich kurz davor. Sag ich dir, was ist? Da war ich ganz kurz davor. Jetzt muss ich schnell so wie einen Scheiß gemacht. Da war ich ganz kurz davor, dass ich es ohne. Weil's, ja, ich mag es jetzt nicht wieder in den Himmel loben, weil ich kriege ja nichts dafür. Nicht schlecht ist. Und habe dann trotzdem abgesagt. Weil ich mir gesagt habe, ich mache keine Sponsorings, die nicht 100%ig passen. Und irgendwie fühle ich mich da nicht sehr wohl dabei, wenn ich Energy Drinks bewerbe, ist das wirklich was Gutes? Ich meine, das muss jeder selber wissen, da brauchst du keine Werbung von mir. Ja. Und darum mag ich sowas halt gar nicht. Wenn man zuerst einen auf Heiligen Samariter macht und auf einmal, ups, über Bord mit der Scheiße. Da wird ich ein wenig lästig. Ja, hätte mich nicht gejuckt, ich gönn dir das, Holy nur mit Leberkass-Flavor, ja, da sind wir Holy gegenüber zu klein. Ich bin ja eh schon stolz genug auf das Special mit Bavarian Caps. Da habe ich mir gedacht, das passt richtig gut, also besser wird's nicht. Dummerweise wissen die meisten das von euch, das weiß eigentlich keiner von euch. Ich bin mit 20 Jahren lang, also wissen vielleicht schon, weil ich es schon einmal verzeiht habe, aber keiner hat mich damit so wirklich gesehen und erlebt. Ich bin 20 Jahre lang nur mit Kappe umeinander gelaufen, nur. Ich liebe Caps und habe aber Jahre gebraucht, damit ich es mir abgewohnt, dass ich ohne Cap rausgehe. Und darum laufe ich jetzt nicht mehr mit so viel Caps umeinander. Braucht eigentlich noch irgendjemand Kappe? Das habe ich schon mal gefragt. Gell? Ja, jetzt in der nächsten Zeit sowieso nicht, weil jetzt kommt dann erstmal die Jahr. Mir ist eh schon ein wenig zuwider. Der Jahresmerch ist jetzt übrigens fertig, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Ich bin fertig mit der Zeichnerei. Zumindest zu 98%, sage ich mal. Ich mache jetzt in den nächsten 2 Wochen noch ein Video dazu fertig. Ich habe über 50 Stunden nur Videomaterial, wo ich mich dabei gefilmt habe, wie ich das Ding zeichnet. Und das würde ich gerne irgendwie in ein Video verpacken. Ich habe keine Ahnung wie. Das muss der Zukunftsbürger ab nächster Woche dann ausdenken. Ab nächster Woche fange ich an damit,
werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Hoffe ich. So, das ist jetzt eine sehr windige Geschichte. Das haben wir bis jetzt noch nicht so gehabt, aber ich habe mir schon gedacht, dass da unten jetzt dann was draufkommt. Da brauchen wir den Zweier. Und darum ist mir war schon, jetzt ist der letzte Merch, es hat das ganze Jahr kein Merch gegeben, sagen wir es wie es ist, deswegen war es mir jetzt nicht so hundertprozentig wieder im Oktober, ich war eigentlich sogar recht froh darum, dass es mal wieder was Neues gibt, aber es ist jetzt schon sehr zeitnah zum Jahresmerch und das mache ich normalerweise nicht. Das ist unter anderem der Grund, warum ich mit Bavarian Caps fast 2 Jahre gewartet haben, bis wir das Cap bringen. Also das war ja schon Mitte 2020. Ende 2020 habe ich das erste Mal mit denen telefoniert, dann war klar, ja, wir machen mal was. Ist es ein 14er? Warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, jawohl. Wir machen mal was und habe dann immer wieder gewartet. Ja, da war noch Daisy ganz groß. Jetzt war gerade LeBron-Merch. Dann kommt relativ, ich mag da 2-3 Monate eigentlich dazwischen haben, weil ich erstens, ich mag eigentlich nicht das Geld aus der Tasche ziehen und zweitens mag ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich bloß das Geld aus der Tasche ziehe. Ich hoffe, das ist irgendwie einigermaßen nachvollziehbar. Und deswegen mag ich nicht alle 2 Monate mit irgendeinem da Merch, kauf das, kauf blub, keine Ahnung, daherkommen und das müssen wir ein bisschen zuwider. Das war ein bisschen zu nah aufeinander. Der Oktober-Merch, der war vor 4-5 Wochen und jetzt kommt dann. Was bauen die da eigentlich für eine Scheiße zusammen? Okay, nein, passt schon. Und jetzt kommt dann ziemlich zeitnah der Jahresmerch drauf. Aber wann soll ich den Oktober-Merch sonst mal? Außer im Horror-Oktober. Ich meine, war ja voll Idiot, das darf überhaupt nicht passen. Ich hoffe, das wird mir nicht irgendwie so ausgelegt mit, okay, jetzt kriegt er seinen scheiß Krank gar nicht mehr vor, jetzt kommt der Sellout oder sonst irgendwas. Also vom Sellout sind wir noch sehr weit entfernt. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, es wissen die meisten herin. Da haben wir noch sehr weit entfernt. Ich bin sehr froh darüber. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob wir mir schon da alles richtig haben. Ich glaube schon. Ja, da haben wir da wieder ein Dachel baut. Man kann da wahrscheinlich ins Dach reinluren. Kann ihm das sein. So, ähnliche Konstruktion wie vorher. Da brauchen wir jetzt wieder, was waren denn das für Steckerl? Die waren es. Wie viel brauchen wir? 10. 2, 4, 6, 8, 10. So, machen wir so. Sei gegrüßt, Birgbert. Herr Kulzer, grüß Gott, servus Chef, läuft F an die Mods, wann Vollbier-Squad Plakat. Das ist mir auch eingefallen, das Vollbier. Warum sagt mir eigentlich keiner? Ich meine, ich weiß ja, was im Shop am meisten gekauft wird, was für Motiv und was für Art von Produkt, sag ich jetzt mal, also T-Shirt, Pulli oder sonst was. Ich weiß noch nicht, wer es kauft, das ist halt läuft halt über Spreadshirt, ich habe auch eine Adressen da nicht oder sonst irgendwas. Achtung, ich muss kurz aufpassen. 2, noch 4 Stück, jawohl. Und ich weiß, dass Poster bei weitem nicht so oft irgendwie von euch gekauft werden wie T-Shirts oder Pullis oder so. Oder Textil im Allgemeinen. Aber wieso zur Hölle? Sagt mir keiner, Vollbier-Squad Poster wo? Das ist noch gar nicht so lange her, wo mir das aufgefallen ist. Aber das ist jetzt auch was, das mag ich jetzt nicht machen, weil was soll ich Neues machen? Da den ganzen Tag bloß noch kauf meinen Scheiß. Nein. So läuft das nicht, Kinder. Und ihr wisst das. Sagen wir im Discord schon seit 2 Jahren. Ich glaube, das ist gelogen, Herr YBO. Ich glaube, das ist gelogen. So, das Ding müssen wir jetzt wieder 2-mal bauen. Das weiß ich noch. Das ist die Aufhängung mit dem Scharnier-Ding. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der zweite Sieg? Der ist da. Dann brauchen wir 2-mal mit so einem Lecherl drin und 2-mal rund, aber das zweite mit dem Lecherl drin finde ich nicht. Warum finde ich das nicht? Da ist so ein Schrei nicht.
Also einmal und zweimal. Der Tobi schreibt, er braucht es für seine Wand. Es wird kommen. Natürlich wird es kommen. Also, aber erst dauert schon ein wenig. Dauert schon ein wenig. Wir fangen jetzt da nicht an, alle 5 Minuten hier Merch, da Merch, blub, mach Merch. Jetzt kommt in 2 Wochen der Jahresmerch. Das ist eigentlich, ich sage mal, das ist eigentlich der wichtigste Merchandise-Artikel im Jahr. Ist der Jahresmerch. Erstens, weil ich mir wirklich Mühe gebe. Das hat sich einfach irgendwie so eingebürgert, so, dass wir das machen. Ich habe das damals eine gute Idee gefunden, die Sachen selber zum Zeichnen. Und es macht auch Spaß. Aber dieses Jahr bin ich. Sag mal, wie viele Bauschritte habe ich mich da ausgelassen, dass da die Hälfte vom Dach fällt? Wo ist denn der Bauschritt, wo das zusammengebaut wird? Spinnst du ein wenig, oder was? Hä? Also jetzt geht's zusammengebaut, oder was? Ah. Ja, macht Sinn. Okay, bin schon start. Haben wir die Hälften vergessen. Und dann haben wir jetzt natürlich wieder Scheiße gemacht. Kruzifix. Passt denn wieder keiner auf? Sag. Wann passt denn wieder keiner auf? Mit euch. Eva, schlafst du schon? Eva. Ich hab noch nicht alleine. So. Das glaube ich gehört da so hin. Und da gehört einer freilassen. Jo. So. Aufgezimmert. Aufgezimmert. Zentrier die mal. Das ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Zentrier die mal. Guter Punkt. Ich habe auch gerade instinktiv zur Kamera geschaut, weil ich mir gedacht habe, weiß der Teufel in welcher Kameraposition, dass ich gerade bin. Aber so, jetzt sehen wir was. Wunderbar. Das ist das Dach. Jetzt können wir da weiter mal. Wundervoll. Der Hammer ist um. Und da habe ich mich dann gewundert, so, wo zur Hölle gehört der Hammer hin? Bist du besoffen? So. Grüne Dinge, jawohl. Und dann brauchen wir 5-mal dunkelgrünes Blattzeug. Blatt 3, 4, 5. Und dann, gut, bei den dunkelgrünen Dingen da ist jetzt nicht so hundertprozentig wichtig, wo die genau sind, aber sie sind halt wahrscheinlich designtechnisch optimal verteilt und manche davon verdicken sogar Bladel. Manche davon verdicken sogar Kabel, so würde ich sagen. So wollte ich sagen, 1, 2, 3, 4. Wieso brauche ich 5? Da aber bloß 4. Na, da ist noch eins und schreit nicht. Komm, gehst rein. Jawohl, dann kommt da wahrscheinlich auch wieder eine LED auf. Lass mich raten. Dunkelgrün, hellgrün, hellgrün und 3-mal ein hellgrüner Punkt. Und dann, warte, ich muss jetzt schon ein wenig natürlich auch schauen, dass ihr da was seht. Ich gebe mir Mühe. Er war stets bemüht. Ja. Zack. Zack. Schauen wir mal. 1, 2. Und das kleine lange Ding geht da so her. Und da wird wahrscheinlich dann wieder eine LED drauf platziert, da bin ich mir sicher. Ja, genau so ist es. Dann haben wir 6 mal 2, 4, 6 mal das Ding da. Platzieren wir zuerst die alle. Da kommt jetzt sehr viel Variation rein. Damit das doch nicht einfach nur flach und langweilig ausschaut. Das ist immer sehr schön.
Da halten wir uns so gut wir können, halten wir uns dran. Halt, stopp, einen Stor haben wir vergessen. Nein, haben wir nicht. Der kommt erst noch. Der kommt einmal da drauf als Verbindung und einmal haben wir da drauf eine Verbindung. Wer weiß, was da dann noch aufgenippelt wird. Das werden wir mir dann schon herausfinden. Und dann und da den Einser drauf. So, und jetzt haben wir schon wieder beim LED-Verlängern. Und zwar, das ist die letzte LED, die im Modell verbaut wird. Ich bin ja immer noch gespannt, wann die da unten zusammengesteckt werden. Haben wir da wieder irgendwas übersehen? Ich habe keine Ahnung. So, LED kommt da drauf und dann verschwindet die Bus da so dahinter oder wird jetzt wahrscheinlich sowieso gleich was draufgeklebt wird. Da wird ein wenig etwas draufgeklebt wird. Jawohl, ist schon unterwegs. Da machen wir es ja. Ja. Da muss ich ein bisschen genauer hinschauen, weil sonst mache ich bloß was kaputt. Die Kabel haben schon haben im Prinzip eigentlich bloß Drähte und die kann man schon biegen und so, aber die verschwinden dann wieder im Nirvana, wie es halt nun mal über ist. Jetzt muss ich da luren. So, wunderbar. Ogmanek, Mitglied seit 12 Monaten, jetzt wieder ein Resub. Bussi auf das Nussi. Das waren nur die 3 Teile, passt. Dann haben wir das kleine grüne Drum, das kommt da auf und die scheiß Palme. Dann wir wieder da herumwerken. Kommt dann. Warte, muss ich schauen, ob das eingeschnappt ist. Ja. Ist dann cool. Unter der Palme leicht dann das Ding grün. Ist schon witzig. Das ist auch wieder ein Bauschritt. Ja, wir nähern uns übrigens dem Ende, so wie mir das da anschaut. Und dann kehrt es schon wieder aufgehängt. Oh, aber vorher angesteckt. Okay, das wird jetzt interessant. Da haben wir einen Haufen Teile noch umeinander liegen. Jetzt pass Obacht. Das ist einfach was ihr nicht gescheit sehen könnt. Das ist ein wenig blöd. Jetzt pass Obacht. Jetzt kann man das jetzt. Ja, dann sind ja alle Slots belegt. Schauen wir mal, wie ich das so hinkriege. Ja. Drin. Und jetzt können wir das Dachel also nehmen. Das werdet ihr jetzt äußerst bescheiden sehen. Das ist ich bescheiden. Eins ist drin. Ich ein Scheißdreck. Ja, jetzt ist auf der anderen Seite schon was angefallen. Nämlich das scheiß Vordach. Das da eben nicht gescheit hält. Weil es eben unter so viel Spannung. Achtung. Ja, passt schon. Oh, Friends of the Sun, we have a house. Das kann man aufklappen. Tatsächlich. Bis sie aufklappen kommen. Ha, cool. Cooles Geschichtchen. Zauberhaft schön. Sind wir aber noch nicht fertig. So schaut's aus. LED-Show wie beim Alan Wake Musical. Nicht der Ernst, ich hab nur beim Bund von einer Geschichte gehört, da ist einer beim Einsatz in Spanien auf dem Klo eingeschlafen, zu viel Rotwein. Ja, kommt vor in Spanien. So, da sind wir. Ist zu, Dach ist drauf. Weiter geht's. Jetzt ist die Frage, was soll man das jetzt da sagen? Weiß ich nicht, so soll es ausschauen am Schluss. Ja, so schaut's aus. So sieht's aus. Zeige ich euch dann mit der anderen Kamera. Zeige ich euch mit der anderen Kamera. Was darf man? Sonst zeige ich es euch gleich. Haben wir nicht mehr fest einer in der Tüten. Ja. So schaut's aus. Achtung. Also. Fei haben wir nicht mehr. Also es kann nicht mehr viel sein. Da schaut es noch ein wenig lau aus und da schaut es noch ein wenig lau aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt dann kommt. Dass da noch ein paar Verkleidungen kommen und dann
So. Dann stöpselt man den Rest zusammen, Kinder. Stöpselt man mir den Rest zusammen. Das sagt der, was ist. Dunkelbraun diesen. Und los geht's. Zum Metamor sind wir gekommen. Ist auch schnell gegangen jetzt mit der Tüten. Jetzt ist es halbe 10, haben wir eine halbe Stunde zusammengestöpselt gehabt. Aber gut, abwarten, wer weiß, was da jetzt wieder für ein Scheißdreck kommt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ein bisschen auseinander, geht's ein wenig schneller. Da kommt der Dunkelbraun rein. Da kommt die. Jetzt, das wird der Gibi wahrscheinlich. Der Gibi schaut mir nämlich auch noch ein wenig knocker da. Ich weiß nicht, ob da noch was drüber kommt, keine Ahnung. Okay, das Ding, ja, da brauchen wir jetzt einen Haufen Sehne. Da braucht man einen Haufen Sehne, die liegen schon die ganze Zeit umeinander und ich frage mich. Und ich frage mich, wofür. Zack. Zack. Und da, was? Okay, da kommt wieder ein bisschen eine instabile Konstruktion. Und die hinten zwei fest gemacht wird. Dann wird das da so gesteckt. Und das steht hinten raus. Hätte man da keine längere Platten nicht nehmen können, das wäre bestimmt stabiler gewesen, aber gut. Werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Halt, kurzer Kontrollblick, damit wir nicht das 5-mal machen müssen. Schaut gut aus. Hinten steht das aussehen, passt. Bauschritt 450, kennt ihr 450? Oh, da werden wir dasselbe nochmal bauen müssen, bloß anders um. Jetzt probiere ich mal schnell was. Ihr müsst mir sagen, was los ist. Ist heller? Ist besser so? Ich habe mal das andere Licht dazu geschaltet. Ist mir gerade so aufgefallen, dass das nicht brennt. Ist das okay so? Ah, Mr. Shadowrunner fragt, wie viel Euro stehen auf dem Tisch. Das ist eine unfassbar gute Frage. Ich hab schon wieder vergessen, wie viel das ich gezahlt habe. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Wen es interessiert, ich habe einen Link in der Beschreibung. Ja, ist ein Amazon Affiliate Link. Falls sich jemand über den Link das Ding kaufen möchte, weil er es cool findet, keine Ahnung. Dann habe ich da eine kleine Möglichkeit davon. Auch wenn es den Link, glaube ich, benutzt und dann irgendwas anderes kaufst, ich glaube dann auch den Amazon Affiliate Link, den schaue ich nie an, sag ich dir, wie es ist. Bin mir gar nicht sicher, ob da jemals schon mal jemand über den was gekauft hat und das registriert wurde. Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt schon wieder so weit, dass Ort rum abgeht? Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? Das ist immer parallel. Kennen die Dinger da ohne? Und eins feit jetzt da. Ist das jetzt dein Ernst? Okay, nice. Wie viel wäre das wohl in Lego? Ich weiß nicht, was kostet. Ich weiß nicht, was kosten denn 2000? Wie viele Teile hat es? 2143. Wahrscheinlich 250 Euro. 300 Euro mit dieser Elektronik-Scheiß und so weiter auch noch drin. Das Teil geht ab. Es ist das zweite Teil, das abgeht, außer ich habe es jetzt irgendwo umeinander geschoben. Oder keine Ahnung. Schade. 2 kleine Kleinstteile gingen ab. Scheiße. Da haben wir noch also eine Platine, die darf man nicht verschmeißen, aber das hätte ich alles da hinten. Es geht so ein Eckding ab. Das sind alle Steine, die noch da sind übrigens, aus der Tüten. Naja, gut. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass es nicht ganz so schlimm ist. Wird schon irgendwie hinhauen. Schade. Schade, schade. So. Einmal. Wahrscheinlich kommt das da, ich hoffe, wenn, dann müssen wir es ein bisschen umbauen. Da kommt wahrscheinlich eine Verkleidung um, das ist schon der Giebel. Das ist der Giebel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und eventuell kann man
die Fliesen so drüber da. Eben wie da. Dass man es nicht sieht, dass da mal 4 Nippelchen fein. Gehört das eigentlich auch so, dass der Arme frei ist? Ja. Da kehren dann die 6er drüber. Dass man es eben nicht sieht. Schauen wir mal. Eventuell müssen wir ein paar Dinge von dem Gibi einfach dann verschirmen oder so, dann wird es schon hinhauen. Wird schon hinhauen. Ja, kann gerade genau. Oh mein Gott, haben wir mir ein Glück. Oh mein Gott, haben wir mir ein Glück. Es ist so dann eine kleinste Schwachstelle. Als Wort, wie kann man das? Dass das da miteinander verbunden ist. Machen wir jetzt einfach so. Und so. Das wurscht, normalerweise ist es vertauscht, aber jetzt sieht man es. Ist da zwar ein kleines Lehrl drin. Ja, aber das siehst du später nicht mehr. Schade. Ist mir etwas runtergefallen? Weiß ich nicht. Aber gut. Ganz ehrlich. So, stopp. Ja, genau, jetzt gehört es ja 1 mit Draht, oder? Nein, da gehört der 2-Ring ohne. Gehört der 2er ohne. Und dann gehört es umdrehen, dann gehört der da ohne. Und da ist es wirklich wurscht, wenn man die Fliesen dann drauf pflastert. Ganz ehrlich. Oder zumindest fast wurscht. Die haben eh alle so überlappend platziert, dass das Ding Stabilität kriegt. Die ganzen einzelnen Elemente da. Und die überlappen jetzt genauso wie vorher. Außerdem haben da auch von Haus aus kleine Löcher drin da so. Ich glaube nicht, dass das stark auffällt. Aber ein schöner Gibi-Patch, also. Kannst du eine Schlung damit mitnehmen drin. Sehr schön. So, dann gehört umdreht. Dann gehört die Schräge. Lass mich schauen. Die Schräge nach innen. Nein, nach außen. Schräge kehrt nach außen. So. Und so. Und jetzt kehrt das aufgeschissen. Achtung. Ich versuche sie mitzunehmen. Ich nehme sie mit. Dann. Ja, da steht ein bisschen zu weit raus. Nippelklotz drauf. Oh. Schau hier. Aber jetzt ist Schluss mit Dach bewegen, glaube ich. Warte mal. Andere Seite. Ist alles sauber drin. Das kann man auch mal. Ein cooles Set. Also ganz ehrlich, es ist ein richtig cooles Set. Kannst du mir erzählen, was du willst. 458! Und jetzt können wir so Steckerl zusammengesteckt. Steckerl zusammenstecken. Jawohl. Das ist wahrscheinlich wieder für ein paar Details. So. 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 Die Frage ist, wohin damit? Na, stopp, das ist so nicht ganz richtig. Für das eine. Und da gehört die. Ich zentriere mich wieder. Entschuldigung. Das gehört oben. Dann gehört das zweimal gebaut. So. So. Und so. Ich nehme mal an, dass da noch ein Vordach herkommt, oder? Oder wie läuft das? Da unten haben wir Clips an. Gott sei Dank kann man das doch aufmachen. Weil da reinpfrimmeln kannst du mich mal
kannst du mich mal kreuzweise? Frage ist, wenn man das später rührt, wie oft fallen die einmal 1 Dinger da oben? Ich mag es, glaube ich, gar nicht wissen. Nicht dahergehen. Ja, was ist denn das wieder für Behindertenkonstruktion, sag? Wir sollten jetzt jemals den Stor da rauskriegen. Spinnst du ein wenig? Oder, ach, ist das die Halterung fürs Vordach? Kann ich da das Dach einspreizen? Wie geil ist das? Okay. Moment, Pintal, bitte, danke. Können Sie jetzt bitte diesen Nippelklotz dort platzieren, wo er platziert werden soll? Dankeschön. Ja, wie soll das denn? Sagen, das ist doch ein totaler Blödsinn, den ich da auf Zahnbad habe. Ich da vorher Zahnbad, bin ich behindert? Oder du keiner aufpasst. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt haben wir beieinander. Ah. Da wird wahrscheinlich ein Vordachl aufgebaut werden, das sagt der Hilves ist. So, irgendwie. Ja. Stehen dann da diese 2 Pömpel raus. Haben wir schon wieder fertig. So, jetzt lasst es mir mal nachschauen. Wie viele Seiten haben wir noch? Noch 50. Heiliges Kanonenrohr mit Schnirl und Fassel und keine Ahnung was. Und mit Chlorklump und was weiß ich. Freunde der Sonne, ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das war's für heute. Da machen wir noch einmal irgendwann demnächst, in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich nicht, weil ich da mit dem Video beschäftigt bin übers Wochenende, aber dann zur Entspannung. Wird nochmal, glaube ich, so ein 2-Stunden-Stream. Also brauchen wir mindestens noch. Da wird noch ein Boot wird gebaut, ein Steg wird noch gebaut, ein Ausguck oben wird gebaut. Dann kommt noch was mit Schnirl, so Kleinigkeiten. Eine ganze Palme wird da noch unten eingebaut. Ein kleiner Steg mit Leiter und mit Fisch und dann kommen die Figuren noch und so weiter. Noch mehr Snür, ja, noch mehr Snür. Noch mehr Snür. Da kleine Fischerl kommen noch dazu. Lauter sind Zeigfiguren sind auch dabei. Und dann ist noch die Frage, wann die Kabel da unten einmal verkabelt werden. Das würde mich einmal noch interessieren, weil irgendwie geht da so ein Platinending ab. Vielleicht muss ich mal durch die ganze Anleitung durchgehen. Und einmal schauen, ob da nicht vielleicht irgendwo was übersehen worden ist. Jetzt haben wir da, Check Light, bla bla bla. Und dann kommt, da schaut es nach Platine aus. Lass mich schauen. Da ist die Platine. Das wird an die innere Platine gesteckt. Aber wieso kommen die ganzen Innenkabel kommen da dann an der Seite raus? Ja, das werden wir schon rausfinden. So, das werden wir beim nächsten Mal schon noch rausfinden. Das sagt er eh, bitte, danke. Cooles Ding. Cooles Ding. Das ist jetzt schon wirklich sehr nah an fertig. Jetzt schalte ich mich um, damit ich euch im Ganzen sagen kann, wie weit wir gekommen sind. Ja, hallo! So, machen wir die Anleitung einmal zu. Das können wir uns ja doch einigermaßen merken, wie weit wir sind. Dann, ja, jetzt kann ich natürlich das Licht nicht mehr testen. Ich kann das Licht nicht testen. Weil... Haben wir mir da drin, die finale Platine ist noch nicht. Können wir die finale Platine vielleicht da irgendwie provisorisch, weil die verliere ich bis dahin sowieso. Die kleben wir jetzt dabei einmal daher. Das haben wir noch schnell. Jetzt pass auf. Seht ihr da? Wo seht ihr? Wo? Da. Da kommen die ganzen Schnirl. Da kommen die ganzen Schnirl raus. Die ganzen Elektrokabeln und so weiter. Und die stecke jetzt nur rein provisorisch alle mal in die Platine ein. Vielleicht können wir mal den kompletten Lichttest machen. Kompletter Lichttest.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Abend neigt sich dem Ende zu. Wie lange waren wir jetzt da? Seit 6, glaube ich, bin ich da, gell? Ja, 6. Es ist jetzt mal ein 4-Stunden-Stream. Wie lang? Jetzt haben wir 12 Stunden an das Ding gebaut. Mein Kruzifix, diese scheiß fuseligen kleinen Scheißdinger! Gibt's gleich einen Rage-Quit. Bei LEDs werden keine mehr verbaut. Es sind keine Elektrotütchen mehr da. Kruzifix. Mei, geh halt einfach eine da, Mann. Also die Dinge haben wirklich, die haben einen Millimeter groß. Die Steckdinger haben einen Millimeter groß. Ja, mit einem komme ich schon gar nicht gescheit hin. Lassen wir da rauf. Oder lassen wir es einfach lose, ist sowieso wurscht. Das wird am Schluss da, glaube ich, irgendwo da unten in die Steine versteckt. Ein Kabel müssen wir dann nochmal umverlängern, aber das ist wurscht. So, eins noch, Kinder. Und dann hoffe ich, er strahlt in voller Freude. Da müssen wir fast einmal das Licht ausschalten. Warte. Da, die sind alle drin. Jetzt haben wir einen Stromanschluss ran. Aus, ja. Fusel, Behinderung, ja. Ja, ist drin. Achtung. Jetzt hoffe ich, habe ich nichts abzwickt. Okay. So, Achtung, Licht aus. So. Machen wir es erst im Halblicht. So. Oh. Oh. Es ist schon ganz geil. Da kann man reinschauen. Da kannst du reinschauen, ob da noch was hinkommt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ah, schon Hiebe, dort fein. Es sind schon feine Details. Jede Laterne, die da hängt, leicht. Der Mast oben leicht. Da kommt noch ein Segel hin, dann sieht man die Lichtquelle nicht so krass. Auf der Seite die ganze Essbude da unten ist beleuchtet. Das Feuer, das da hängt, ist beleuchtet. Da ist die Feierstelle, die ist beleuchtet. Da kommt noch ein Kessel oben drauf. Oben das grüne Licht unter die Palmendinger. Schon geil. Also ich find's super. Ich bin allerdings bei sowas auch leicht zu begeistern. Aber ich find's wirklich geil. Hat eigentlich irgendjemand nachgeschaut, was kostet hat? 150 Euro, kann es sein? Kann es sein? 150, 160 Euro, irgend sowas? Bei Amazon? Möglicherweise, vielleicht ist es im Black Friday jetzt gerade, es ist ja Black Week, ist gerade runtergesetzt. Ganz ehrlich, ja, da kann ich freiwillig meine Empfehlung aussprechen. Für das Ding darfst du bei Lego wahrscheinlich 400 Euro zahlen. Wenn's klangt. Mit dem und niemals so viel Elektronik und LEDs kriegen wir da. Es kann halt sonst nicht viel. Die meine kleine Seilwinde, ja, wobei ich noch nicht so 100% weiß, wie zur Hölle man die betätigen soll. Soll ich da reinpfriemeln und da umeinander gelangen? Mag ich nicht, fällt bloß der ganze Scheiß auseinander. Ja, und das macht sie, das ist schön klar, kompakt, quadratisch, es wird noch ungefähr so hoch, da kommt dann noch so ein Spitzerlaum auf, das war's dann. Und dann ist da noch so ein Segel, das ist ein bisschen Sachen verdeckt, da geht noch dann so ein Stegvierer, das ganze Wasser wird noch voll. Da glaube ich kommt auch noch ein Dachel auf, da kommt glaube ich ein Stoffdach auf
Und dann schaut das im Regal, glaube ich, ziemlich cool aus. Es ist halt was zum Hinstellen. Ist jetzt nichts, was irgendwie groß Funktion hat oder groß für Kinder bespielbar ist oder so. Glaube ich jetzt eher weniger. Aber zum Hinstellen und nett aussehen und für den entspannenden Aufbau hat es wirklich taugt. Und es ist ein schönes Modell. Kannst du sagen, was du magst. Kannst du sagen, was du willst. Finde ich. Tja. Friends of the Sun. Here we go. Here we go. Ich würde sagen, du brauchst kein Nachtlicht mehr. Das stimmt. Das war, was mir eben schon gedacht habe, keiner geht ja dann irgendwann nach einer Zeit mehr aktiv hin, also ich tue sowas zumindest nicht, und schaltet das Ding aktiv ein. Da müsste irgendwie eine kleine Zeituhr ohne oder irgendwie sowas, das sie automatisch ab 8 Uhr auf die Nacht einschaltet oder so. Gibt's sowas? Eine Zeituhr mit einem USB-Anschluss? Mit Batterien drin? Gibt's das? War eigentlich schon ganz nett. Ich meine, das Ding braucht ja keinen Strom. Also die Mini-LEDs, die da drin sind, das ist ja ein Witz. Aber gut. Freilich sagt der Fahrer, muss ich mir nachschauen, dass er sich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt von selber einschaltet und ausschaltet. Da ich cool finden. Gibt's bestimmt, ja. Mechanische Zeitschaltuhr für die Steckdose, USB-Ladegerät, USB-Stecker rein. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Mach's halt über eine Shelly. Was ist denn eine Shelly? Hat der Held der Steine einmal gesagt mit so einem Zeitschalter. Im Ernst? Ha! Ja, werden wir langsam zu die Nippelklötze-Pros, sage ich schon. Habe ich übrigens nicht gewusst. Das habe ich jetzt nicht gesagt, weil es der Held der Steine gesagt hat, das habe ich nicht gewusst. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt auch Stecker auf USB, machst du über Shelly, wenn nicht aus so einer LED-Kerze ausbauen und da einbauen. Stimmt, mit Solarding war es eigentlich. Ja gut, das Solar hilft halt nichts, weil dann läuft es nur, wenn es hell ist, und wenn es hell ist, sieht man das Licht so schlecht. Aber ja. Ja, mal schauen, muss ich mal schauen, sonst kann ich nicht den Teufel kosten. 63er Industrieschutz mit Zeitschaltung, kappa cool. Kauf dir ein Tapo-Teil, kostet fast nichts und kannst mit dem Handy steuern. Ich hab mein Handy, ihr wisst, dass das ist halt übrigens auch kein Blödsinn, ich hab mein Handy nie bei mir, nie. Das steckt da in der Tastatur drin und da steckt es immer. Außer ich fliege in Urlaub, dann kommt es in meine Hosentaschen und ich bin fort damit. Ansonsten habe ich das nicht bei mir. Weder im Wohnzimmer noch im Schlafzimmer noch irgendwo. Naja, an die geringeren Dinge. Freunde der Sonne! Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam für Sie. Es war sehr unterhaltsam für mich. Ich denke, dass wir vor Weihnachten kriegen wir es schon noch fertig, das gute Stück. Und für nächstes Jahr, weiß ich nicht, was denken wir, ist die Frage, habt ihr überhaupt weiterhin Bock, sowas zu machen? Wirklich, also ich hab Bock. Ich werde mir definitiv, wenn wir es im Stream nicht mehr tun, dann kann es durchaus einmal vorkommen, dass ich mir selber so ein Lego-Set kaufe, wo ich mir am Wochenende hinknock und das gemütlich zusammenstöpselt, weil das einfach sehr entspannend ist. Ich mag solche Dinge. Normalerweise ist Warhammer, das stickt mir immer noch nicht so ganz, habe ich einfach momentan keinen Bock nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Und dann suchen wir uns irgendwas anderes aus. Ich habe da hinten drin geschaut, was da noch so gibt von denen. Oh, lecker, fette Steampunk Train Station. Oh, die schaut auch anders geil aus. Unser kleine Wood Cabin schaut cool. Oh, leck, Steampunk Ore Train. Es gibt einen leuchtenden Zug. Was haben wir da noch? Fantasy, Ocean Adventure Ship. Dann haben wir ein Temple of the Jungle, Castle. Das schaut auch geil aus. Castle ist ein kleines Schloss auf so einer Klippe. Dann gibt es ein House of Sweets. Jack and the Beanstalk. Ach, das ist dann das, wo die haben einen Haufen coole Sets, die schauen super cool aus. Oder einen ganz eigenen Stil habe ich so bei anderen in der Form, wie das jetzt ausschaut, einfach woanders nicht gefunden. Da habe ich mir gedacht, das gefällt mir, ich möchte es haben. So einfach war das. Ja, mal schauen. Vielleicht ist beim nächsten Mal wieder ein bisschen kleiner, damit wir nicht 4 Streams brauchen, bis wir fertig sind, sondern vielleicht 2, vielleicht eine. So kleine. Die Frage ist, müsste nicht auch was sein, was ich irgendwo hinstellen kann. Womöglich vielleicht auch ins Wohnzimmer in ein Regal stellen kann, ohne dass die Alte sagt, bist du behindert, ich stelle doch keinen Bulldog ins Wohnzimmer. Also ja gut, kann ich verstehen, ich mag auch keinen Bulldog im Wohnzimmer.
so eine kleine Korse oder so ist halt schwierig und mir geht da herin langsam der Platz aus für diese Dinge. Naja. Freunde der Sonne, ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn Sie Spaß hatten, drücken Sie den Like-Button. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend, einen schönen Samstag und einen schönen Sonntag. Am Sonntag kommt die Ankündigung, was wir nächste Woche machen. Und was wir nächste Woche machen, ich habe es auch schon getestet, also mit der Capture Card und so weiter, ist das hier. The Last of Us 2, ich freue mich wie ein kleines Kind. Am Montag 20 Uhr, gibt mit Sicherheit Überlänge, also wird mit Sicherheit ein über 2 Stunden Stream. Wir sehen mal unseren Micker mit Alan Wake 2. Nächste Woche gibt es keinen Wochenendstream und übernächste Woche auch nicht, außer ich habe wieder spontan Bock, aber das ist halt wirklich spontan. Da nutze ich die Zeit dann zum Videoschneiden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön für die ganzen Donations, die heute wirklich noch weniger sein hätten müssen, als sie es sonst schon tun. Danke für die ganzen Mitgliedschaften und Resubs. Press Triple F für die Moderatoren und jetzt verpisst euch ins Wochenende. Ich wünsche euch was. Sehen wir uns am Montag, 20 Uhr, Kinder. Okay. Oh, nein, was möchten Sie? Nein, was habe ich jetzt wieder da? Weiß ich nicht. Egal. Ich wünsche euch was. Hauen Sie rein. Okay, bye.